Tipptopper Übergang, ey. Tipptopp. Bin sofort da. Ich muss noch eben meine Champions League-Ergebnisse hier abschließen. Junge, 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 Junge. So. Tipptopp. Fast fertig. Servus, Baby. Servus, Stefan. Ihr seid die einzigen beiden heute, oder was? Blondie, Servus. FIFA? FIFA, FIFA. Frankfurt hat eine 13er Quote in Barcelona, Alter, wild, ne? Wild, wild, wild. Wild, wild, wild. Dun, 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 dun. Dun, 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 dun. Dun, 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 dun. So, Real City. Junge, ich weiß nicht, was mein Handy neuerdings Geräusche macht, wenn es lautlos ist. So, Erinnerung im Kalender, okay. Gut, das war's. Ich bin fertig. So. Stehe euch zur Verfügung. Vollen Ausmaß. So, was geht ab? Ben, Servus erstmal. Blondie, oh, guten Abend. Wollte nur einen Kontrast zu Maras FC Bayern liefern. Wild, wild, wild. Nehme ich doch erstmal einen tiefen Schluck, ey. Einen tiefen Schluck nehme ich da erstmal. Wie sieht's aus bei euch, Leute? Alles gut oder was? Seid ihr gut reingekommen in die Woche? Alles tuppi oder was? Zu meckern haben wir ja nichts diese Woche, ne? Ist ja alles schicki, oder? Ist ja alles schicki. Ja, was hast du denn erwartet, wenn ein Manuel Neuer noch da ist? Ich bitte dich. Manuel Neuer trägt auch seit 200 Jahren, seitdem er auf der Welt gekommen ist, als Schalker Ultra in der Schalke-Kurve stand, seitdem trägt er schon die Bayern-Kapitänsbinde unterm Arm. Also, was hast du denn da jetzt erwartet? Also, da musst du ja froh sein, wie viele Spiele hat der Obich gekriegt diese Saison? 3? 4? 3, ne? Ja. Das ist ja schon ein Rekord, also. Jetzt mal ernsthaft. Ich habe es vorhin schon in der PK-Reaction gesagt, ich bin mal gespannt, wenn der Neuer nächstes Jahr noch mal so eine Phase haben sollte, wie er jetzt hatte, kurz vor den entscheidenden Spielen in der Champions League, ob der Kompanie dann trotzdem Manuel Neuer aufstellt. Da bin ich dann mal gespannt. Weil dann kannst du keine Rücksicht mehr nehmen. Oh ja, ist ja ein super verdienter Spieler. Ich meine, Kompanie hat das auch gesehen, dass der Neuer da die Dinger durchgelassen hat, auch wenn er es öffentlich nicht sagt. Also, der ist ja nicht blind, ne? Aber also, ich habe nichts anderes erwartet. Ich hätte es mir natürlich anders gewünscht irgendwie, dass man so gesagt hätte: „Komm, er kriegt die Pokalspiele“ oder sowas. Aber wurde ja heute auf der PK auch noch mal klar kommuniziert, dem ist nicht so. Dem ist nicht so. Man hat auch keine Zusagen gemacht, spielemäßig. Die einzige Zusage, die man gemacht hat, ist, dass man Jonas Obich bei der Entwicklung unterstützt. Und inwieweit das in Spiele umgemünzt wird, ja, we will see. Deswegen sage ich ja, kannst ja froh sein, dass Manuel im Pokal noch gesperrt war und er ja wenigstens ein paar Spiele bekommen hat. Ich sehe schon vor mir, wie nächste Saison Neuer verlängert oder Obich ein etablierter Torwart vor die Nase gesetzt wird. Also das wäre das Dümmste, was man machen könnte aus Bayern-Sicht, den anderen Torwart zu verpflichten. Also Obich, keine Ahnung, ich habe jetzt nichts beim Obich gesehen, wo ich sagen würde, das reicht nicht für den FC Bayern. Also
Versuche mich gerade zu erinnern. Ja, hat einen Fehler drin gehabt, ist ein junger Torwart letzte Saison. Aber ansonsten, der hat direkt Champions League, musste er erhalten gegen Inter. Da hast du nichts gemerkt von Nervosität oder sonst was. Merkst du jetzt auch nicht. Ja, ich denke mal, fußballerisch ist er sogar noch 'n Schritt vor Neuer. Also, ich wüsste nicht, was gerade gegen Ubi sprechen sollte als kommender Neuer-Nachfolger. Also, wir brauchen das Thema Nübel gar nicht erst aufmachen, oder? Ich meine, der hat nicht die Eier gehabt, mit Manuel Neuer in den Konkurrenzkampf zu gehen oder geschweige denn von Manuel Neuer was lernen zu wollen oder Teil dieser Mannschaft zu werden, hat sich lieber verpisst. Also, ich glaube, wenn man das Stuttgart-Spiel gesehen hat, kann der keine Option sein als Torwart des FC Bayern, Alter, ja? Also, das Thema sollte durch sein. Ja. Also, wie gesagt, ich wüsste nicht, was gegen ein Obi sprechen sollte. Ganz im Gegenteil. Ist doch super. Du hast so einen jungen Torwart, der schon auf so 'n Niveau ist, ja, der jetzt noch mal auch im Training viel lernt von den alten Säcken da, von Neuer und Ulle. Und ich denke mal, das zeigt er, wenn er denn spielen darf. Also, ich meine, gut, der wurde jetzt nicht so viel geprüft gegen Stuttgart, aber das, was man gesehen hat, dafür, dass er nur Spielpraxis hat, ja, ich denke, alles gut, oder? Also, ich mache mir da gar keine Kopfschmerzen. Man darf ja auch nicht vergessen, du hast den Daniel Peretz ja auch noch, ja? Also, wenn Neuer und Ulle aufhören nächste Saison, ja, dann hast du 'n Obich und 'n Peretz. Also, über was reden wir? Ich glaube nicht, dass das irgendwie, von der Qualität jetzt viel, viel schlechter ist als das, was wir diese Saison gesehen haben. Also, weiß ich nicht. Macht mir jetzt keine Kopfschmerzen, wenn ich ehrlich bin. Natürlich schwer zu sagen, wie so 'n junger Torwart dann klarkommt mit alle 3 Tage performen, ne? Ist natürlich was anderes. Aber da musst du dann durch. So, dann musst du, wenn man das vorher nicht ausprobiert, weil man nicht die Eier dafür hat, solange Neuer noch da ist, ja, dann muss man den Jungen ins kalte Wasser werfen, ne? Ist halt so. Nach meiner Bewertung sollte man dem Konrad Laimer bei der nächsten Vertragsverlängerung ein paar Euro mehr geben, damit auch er wenigstens zweimal am Tag warm essen kann. Wünsche allen einen schönen Abend und besinnlichen zweiten Adventssonntag. Was? Wieso zweiten Adventssonntag? Wir haben Dienstag heute. Was ist denn da los? Ach, Montag haben wir, ey. Ich bin auch schon vernagelt, ey. Stefan, du färbst ab auf mich, ey. Ist so weit. Ja, der Conny kann schon zweimal warm essen, glaub mal. Verliert Xabi gegen City, fliegt er. Das ist mir relativ Wurst, was der Xabi Alonso bei Real Madrid macht. Ich weiß nicht, was ein Conny Leimer gerade verdient. Also, ich denke, der wird genug verdienen, dass er genug Essen auf dem Tisch hat. Ich glaube nicht, dass der im Supermarkt geht und auf irgendwelche Preise guckt. Ich sage, wir sehen Ubich dieses Jahr noch genau einmal. Dieses Jahr noch? Weiß ich nicht, ob wir ihn dieses Jahr noch mal sehen. In welchem Spiel willst du denn noch mal sehen? Ich weiß es nicht. Ein junger Torwart wie Ubich entwickelt sich nur über Spiele. Wenn er die nicht bekommt, musst du ihn für ein Jahr verleihen, zum Beispiel, wenn Neuer verlängert. Ja, grundsätzlich gehe ich damit, dass ein Torwart natürlich wichtig ist, Spiele zu haben. Wenn ich das so sehe, denke ich, hat 'n Ubich sich auch, so entwickelt. Aber klar, um weitere Steps zu machen, musst du halt irgendwann rein, ne, in die Spiele. Also, noch ein Jahr als Nummer 2 hinter Manuel Neuer, macht keinen Sinn, das sehe ich genauso. Da musst du ihn verleihen nächstes Jahr. Aber wie gesagt, für mich macht's halt auch keinen Sinn, Manuel Neuer zu verlängern. Aber du musst ja gerade wieder hoffen und beten, dass Neuer sagt: „Ey, ich habe keine Lust mehr, mir reicht's.“ Weil der Verein hat ja schon geäußert, dass Manuel Neuer das entscheidet. Es sei denn, der Uli Hoeneß hat irgendwann wieder 'n Furz quersitzen, wie's beim Thomas Müller war und, sagt dann öffentlich: „Ey, Manuel, du weißt, ist vorbei jetzt, ne? Ist Zeit, ne? Kannst doch mal nach USA gehen.“ Aber ansonsten, zieht er sich noch mal 20 Mille rein genüsslich, ne?
Aber mein Bauchgefühl sagt auch, dass 'n Neuer aufhören wird. Weil ich denke auch 'n Manuel Neuer ist reflektiert genug, das zu sehen, auch wenn er's nicht sagt. War ja auf Sky so 'n Interview da, 10 Minuten Interview auf Sky, habe ich mir reingezogen am Wochenende. Ja, zu den Fehlern hat er natürlich nichts gesagt. Ist da schön drum rumgeschifft, wie es 'n Manuel Neuer so tut. Aber ja, also ich glaube auch, dass das sein letztes Jahr ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er noch 'n Jahr hin dranhängt. Ne, ich glaube es nicht. Wenn er schlau ist, tut er's auch nicht, weil seine Leistungskurve wird ja nicht mehr besser werden, ja? Und vielleicht sollte man mal abtreten auf'm hohen Level, ja? Und wenn wir irgendwie das Double holen sollten oder mehr oder ich meine, Meisterschaft wird sehr wahrscheinlich kommen, also kann er mit dem Titel abtreten, ist doch alles schön, oder? Ist doch alles gut. Kann den Weg frei machen und gut ist. Ne, 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 ne. Nübel hat vor allem Schwächen bei Fernschüssen. Der Nübel irrt genauso durch den Strafraum, wie es 'n Manuel Neuer tut bei Flanken oder Ecken, Alter. Das ist 'ne absolute Farce. Ich weiß nicht, wie man da über gute Torhüter sprechen kann. Wenn die nicht in der Lage sind, bei Flanken mal ansatzweise den Ball aus'm Strafraum zu fäusten, Alter. Katastrophe. Wild, ganz, ganz wild. Ganz, ganz wild. Na ja, aber wir werden's sehen. Aber wie gesagt, mein Bauchgefühl sagt auch, Neuer hört auf. Aber ja, wieder krass, dass 'n Manuel Neuer das entscheidet und nicht der Verein, ne? Das ist schon wieder wild. Aber gut, das kennen wir ja auch beim FC Bayern. Deswegen wird der Kimmich ja auch spielen, bis er 45 ist, weil er hat den Ehrgeiz dafür. Kimmich-Bashing! Für mich immer noch verwirrend, einige Spieler meiner Meinung nach falsche Posi. Bischof, Leimer, Stani und so weiter, Hauptsache King, Goretzka und Kimmich. Ja, was willst du da noch aufmachen, das Thema? Ja, da gibt's ja auch keine Meinung, also keine gegensätzlichen Meinungen. Also, ich glaube nicht, dass es irgendjemanden auf diesem Planeten gibt, der sagt, Tom Bischof ist 'n linker Verteidiger, ja? Ich habe es bei dem Stuttgart-Gedings gesagt, gegen schwachen Gegner kannst du 'n Bischof da hinstellen, ja? Weil gegen schwachen Gegner in der Bundesliga ist er mehr halblinker Mittelfeldspieler. So, da macht das vielleicht noch Sinn. Aber wie man gegen Stuttgart gesehen hat, sobald da 'n Gegner ist, der mal ansatzweise 'n bisschen Offensivdrang hat, es ist halt einfach kein linker Verteidiger, Alter. So, Punkt, ja? Und man tut dem Jungen damit sicher keinen Gefallen. Und ihn da hinzustellen, damit er Spielzeit kriegt, weil man nicht die verfickten Eier hat, einen Leon Goretzka, der seit 3 Spielen Note 5 bekommt und gar nicht sichtbar ist auf diesem Feld, ja, einfach mal auf die scheiß Bank zu setzen, weil man sich in der PKs immer da hinsetzt und einen von Erfahrung blubbert, dann kriege ich auch 'n Kackreiz, ja? So, aber das Schlimme ist, du hast das Spiel 15:0 gewonnen. Was haben wir für Argumente? Keine. So, keine. Auch 'n Rafael Guerreiro, genau derselbe Fall. Den Typen hast du nicht gesehen. Genauso wie Leon Goretzka, die hast du gar nicht wahrgenommen aufm Feld. Ja, hast aber trotzdem 15:0 gewonnen, ja. So, was haben wir für Argumente dagegen? Keine. Kann sich aufregen, ja, und das war's. Ansonsten gehe persönlich gehe da natürlich mit, ja, und Tom Bischof gehört auf die Zentrale, ja, Punkt. Da gibt's gar nix drüber zu reden, Alter. Ja, du kannst ihn natürlich auch wie Conny Leimer ein Jahr lang umschulen. Ja, vielleicht wird er dann noch 'n guter Verteidiger, aber dann verschwendest du auch seine Qualität, die er nun mal in der Zentrale hat, ja? Und die Qualität, die er in der Zentrale hat, ist die Qualität, die fehlt, wenn da Kimmich und Goretzka stehen. Weil beide nicht in der Lage sind, unter Druck den Ball zu halten, geschweige denn dann mal 'n Ball in die Zentrale in den Aufbau zu spielen. Katastrophe, ja? Junge, Junge. Das ist wie so 'n Oldie, Alter. Das ist wie aus der Zeit gefallen. Wenn du Kimmich, Goretzka in der Zentrale siehst, alto Belli. Das ist so leicht, im heutigen Fußball die beiden rauszunehmen, ja? Katastrophe. Aber gut, so ist es. So ist es leider.
Ja, aber wir werden sehen, ne? Auch Conny Leimer, ich bin gespannt, ob der, anscheinend ist ja Company Davis, Davis Hype. Also, ich gehe davon aus, wenn die Rückrunde startet, ist Fonsi linker Verteidiger Stammspieler. Ja, dann bin ich gespannt, was mit 'n Conny Leimer passiert. Ich bin gespannt, ja. Oder Stani, einer wird das Opfer sein, ne? Auf rechten Seite. Glaubst gegen Mainz oder Heidenheim? Ja, ich weiß nicht, vielleicht will der Neuer eine Woche früher in den Skiurlaub, dann bekommt er vielleicht das Spiel vorher. Was sagst du, dass Kompany erstmals fast so aufgestellt hat wie du? Ich finde es positiv. Na, was heißt fast wie ich? Also, es war schon mal, glaube ich, genauso sogar. Aber ja, dafür, dass ich so viel rotiert habe, ne, war es schon wild, ja. Ne, wie gesagt, ich bin 'n großer Fan davon zu rotieren. Also, es macht ja keinen Sinn. Wir haben's doch gesehen in den letzten Spielen. Es macht doch keinen Sinn, dann 'n Harry Kane, 'n Kimmich, 'n Conny Leimer rumrennen zu haben, wo du siehst, dass sie nur bei 70% sind, vom Kopf her gar nicht da. Das ist doch einfach so. Das ist ja, wie ich gesagt habe, wir müssen doch immer gucken, wo wir herkommen, ne? Wir kommen aus 'ner Vorbereitung, die kaum da war, kaum Urlaub. Ja, und das Leverkusen-Spiel hat's doch bewiesen, Alter. Ne, wir haben doch die Qualität. Die Frische muss aufm Feld, ne? Ich meine, wer das beste Beispiel war doch die Einwechslung von Harry Kane, oder? Der das Spiel nach Belieben dominiert hat. Die Stuttgarter waren platt. Ja, bei uns war das meiste auch schon, Brain AFK. Ja, und Harry kam rein und hat Bock gehabt. Und ey, plötzlich haben wir, 'ne Zentrale gehabt aufm Feld, ne? Was wir vorher die 60 Minuten nicht hatten. So, ja. Ist doch viel besser, als wenn du 'n müden Harry Kane, 60 Minuten ackern lässt und er dann nach 60 Minuten genauso platt ist wie der Gegner. Dann kann er halt auch nicht mehr stechen. So war's halt mal andersrum, ne? So haben die anderen die Stuttgarter müde gemacht und dann kam Heavy, Alter, und dann für 'ne halbe Stunde rasiert. Ja, Punkt. Ja. Ist halt nur die Frage, warum hat man das nicht schon gegen St. Pauli gemacht? Warum hat man so wie jetzt, man hat Luis Diaz freigegeben 'ne Woche, was völlig richtig ist, weil er 2 Spiele gesperrt ist jetzt, Champions League und Bundesliga. Ja, aber du hättest gegen St. Pauli auch sagen können: „Ey, pass mal auf, Helby, Josh, Conny, schönes Wochenende, bleibt mit'm Arsch zu Hause, Alter. Bleibt bei euren Familien und gut." Ja, du musst gegen Gegner wie St. Pauli, der 8 Bundesligaspiele nicht gewonnen hat, bei allem Respekt vor St. Pauli, musst du auch in der Lage sein, das Spiel ohne diese 3 Spieler zu gestalten, Alter. Aber es ist ja alles gut gegangen. Wir sind weitergekommen gegen Union, alles tutti, ja. Also, keinerlei Argumente auf unserer Seite. Kompanie hat alles richtig gemacht. So sieht's aus. Servus Presi. Einen wunderschönen guten Abend. Ne, ich bin kein Presi. Ich bin selbsternannter Bayern-Experte neuerdings. Ist mein Titel jetzt. Habe ich auch im Ausweis eintragen lassen. Ach, herrlich. Ah. Ich glaube, Manu macht noch 'n Jahr. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Also, er hat's ja auch schon gesagt in dem Interview so, alter Mann und Knochen und so. Ich glaube nicht. Also, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass 'n Manuel Neuer des Geldes wegen noch spielt. Es sei denn, er ist wirklich so 'n komplett vernagelter, weiß ich nicht, raffgieriger Mensch, was ich mir irgendwo nicht vorstellen kann. Also, weiß ich nicht. Er wird dieses Jahr gemerkt haben: „Jo, es reicht noch, wenn ich Vollgas gebe", ja? Und dann wird er aber auch gemerkt haben, die 4 Spiele, die jetzt grottig waren, der ist ja nicht doof. Ja, auch wenn er's öffentlich nicht sagt, der ist ja nicht dumm, aber der weiß das selber, dass das nix war, ja? Und ich glaube, wenn man merkt, dass man eher 'ne Belastung ist für so 'ne Mannschaft wie 'ne Hilfe, dann ja, dann sollte man langsam, weil machen wir uns doch nix vor. Noch 'n Jahr, es wird doch nicht besser werden, ja? Und dann wirst du wieder kommst du in so 'n Ding wie bei Thomas Müller, Alter, was halt auch 'n unwürdiges Ende war beim FC Bayern. Er ist auch seit 2 Jahren da rumgedümpelt als Ersatzspieler, ja, als Begleitperson für die danach kommen. Er hat da 'n guten Job gemacht, so ohne Mohren, alles gut, ja. War doch aber nicht Thomas Müller-like, Alter. Ja, so.
Und ich glaube nicht, dass man Manuel Neuer mit den Leistungen, die er jetzt gezeigt hat, ähm, in den entscheidenden Spielen durchziehen wird. Also, das kann ich mir nicht vorstellen. Ja. Aber wir werden sehen, ne? Wir werden sehen. Wir werden sehen. Kimmich bester Mann? Ja, na sicher. König Josh, was ist denn los? Mm, 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 mm. Naja, du wirst ja keinen Verein finden, der dir den Torwart abnimmt, sagt, und der hat eine Einsatzgarantie. Das machst du ja nicht. Da musst du nicht in die erste Liga gehen, Alter. Da musst du in die dritte Liga gehen. Da geht das vielleicht. Ja, dann kannst du ihn aber auch gleich in die zweite Mannschaft, in die vierte Liga stecken. So, da hat er Spielpraxis. Warum man das generell nicht tut, verstehe ich eh nicht bei dem einen oder anderen Spieler. Ja, macht das durchaus mal Sinn. War ja früher gang und gäbe, auch dass man nach Verletzung erstmal 2, 3 Spiele in der zweiten Mannschaft gemacht hat. Ich weiß nicht, warum das auf einmal nicht mehr der Fall ist. I don't know. Fragt mich nicht. Ja, hätte bei dem einen oder anderen Sinn gemacht. Aber du kannst doch nicht zum Bundesligisten gehen und sagen: „Ey, ich verleihe dir einen Spieler, aber, der muss spielen.“ Das passiert ja nicht. Ja, du wirst dich da vorher hingesetzt haben mit dem HSV und dann wird gesagt: „Ja, hat er denn Chancen? Ist das ein offener Zweikampf? Bla bla bla.“ Ja. Und natürlich versprechen die dir das, was du hören willst. Da brauchen wir uns ja auch nichts vormachen, ne? Wenn der Trainer dann sagt: „Oh ne, ich bleibe lieber bei dem“, ja, dann ist das so. Ja. Dann stehst halt da. Aber du wirst doch keinen Bundesligisten finden, der dir wo du 'ne Stammplatzgarantie kriegst, wenn du 'n Spieler verleihst, Alter. Passiert doch nicht. Wie gesagt, dann geh zwei Ligen runter, geh in die dritte Liga, da ist das vielleicht irgendwo möglich, aber nicht in der ersten Liga. Keine Chance. Mm, 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 mm. Düt, 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 düt. Neuer sollte aufhören, finde Obi jetzt schon besser als Neuer und Nübel soll bei dem stinkenden Stuttgarter bleiben, der Fliegenfänger. Ja, aber also Nübel, ich habe noch nie was von Nübel gehalten. Brauchte mir nicht erzählen. Ich komme auf dem, aber das habe ich ja schon mal gesagt. Das ist noch niemals eine sportliche Geschichte, das ist irgendwie so eine, seitdem der den Schwanz eingezogen hat, was willst du mit dem am FC Bayern? Das ist die verkehrte Einstellung, um beim FC Bayern was zu werden, Alter. Punkt. Das Kompanie 1 lassen mit Leimer hat erst durchgezogen und der hat sich etabliert. Aber die Bedingung, damit das funktioniert, ist halt Dominanz. Ja, ganz genau. Das wird halt, das sehen wir dann, wenn's, ja, Achtel, Viertel, Halbfinale, Finale Champions League. Dann sehen wir, ob sich das wirklich etabliert hat. Wenn er dann da spielen darf. Dann sehen wir das. Ja. Für die Bundesliga, natürlich reicht das. Ja. Brauchen wir nicht drüber reden, Alter. Und Conny hat sich auch stark verbessert, so, da brauchen wir auch nicht drüber reden. Ja, aber du hast das natürlich auch ein Jahr durchgezogen. So. Ein Jahr, wo es Kacke war. Wo es wirklich Kacke war. Ja. Ob es das wert war, ja. Man hätte es natürlich einfacher haben können, indem man gesagt hätte, Josh ist rechter Verteidiger, Conny Leimer ist mein Mittelfeld-Pressmonster. Aber der König spielt halt nicht da, wo der König nicht spielen will. So ist es halt. Lustig, dass ich ihn besser gesehen habe gegen Stuttgart. Ja, ich sehe ja das große Ganze, Baby. Es war schon okay von Josh gegen Stuttgart. Haben wir schon schlechter gesehen die Saison. Mm, 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 mm. Ich weiß nicht, Stunny ist schon stark, Alter. Man sollte Stunny nicht unterschätzen, glaub mal. Also Stunny ist halt defensiv schon wirklich stark. Ja. Hat einen guten Spielaufbau, hat ein gutes Auge. Also unterschätzt mir den Stunny nicht. Glaub mal. Ich bin großer Stunny-Fan. Ich war vorher auch skeptisch, wo er aus Leverkusen zurückkam. Bin ich ja ganz ehrlich, weil vorher war er so ein Durchschnittsspieler bei uns. Aber er hat aus meiner Sicht hat er Steps gemacht. Also, ich glaube nicht, dass das für Conny Leimer ein Selbstläufer ist, wenn er in Konkurrenzkampf mit Stunny stehen wird. Das glaube ich nicht.
Aber da Kompany ja Fan ist von verkehrte Füße, ja, aber wenn er Fan davon ist, das würde das ja eigentlich bedeuten, dass Alphonso Davies auf die rechte Seite geht, oder? Ist Fonsi nicht 'n Linksfuß? Ich weiß das gar nicht. Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Ne, es wird spannend werden auf der Außenverteidigerposition auf jeden Fall in der Rückrunde. Weil wir haben natürlich auch noch 'n Ito, darf man ja auch nicht vergessen, wa? Mhm. Tom Bischof, der nächste Lahm, in meinen Augen nur Linksfuß. Na ja. Also, ich halte auch viel vom Bischof. Schwierig, bin gespannt. Die Frage ist halt immer, ja, wo soll er spielen? Das das ist doch die große Frage. Zentrales Mittelfeld darf er nicht. Zentrales Mittelfeld ist zu. Ja. Vielleicht hast du in der Rückrunde, oder nächstes Jahr mit dem Conny Leimer 'n weiteren zentralen Mittelfeldspieler. Wenn unsere Außenverteidiger fit sind, dann hast du Conny Leimer eigentlich übrig, dann kann der eigentlich auch wieder in die Mitte. König Josua spielt immer. Pavlo macht's grade sehr gut, muss man sagen. Ja, schwierig. Schwierig. Also, es wäre zu wünschen, ne? Es wäre auch definitiv zu wünschen. Ich denke, er bringt alles mit, was du brauchst auf dieser Posi. Aber wie gesagt, Conny Leimer wäre eigentlich das perfekte Pressingmonster in diesem System gewesen unter Kompany und er hat ihn trotzdem geopfert. Also, mal abwarten. Aber der nächste Philipp Lahm ist natürlich schon 'n wilder Take, wa? Also, Philipp Lahm war schon 'n Ausnahmekönner. Mal abwarten. Ja, ich denke auch, dass er genug Geld hat, der Manuel. Keine Ahnung, habe nix von gesehen von der Auslosung, ist mir auch scheißegal. Also, ganz ehrlich, ey, ich weiß nicht, was ihr erwartet, wenn ihr irgend 'ne Auslosung von der FIFA guckt oder von der UEFA. Hä? Was ist los, Alter? Der hat Katar schön geredet. Also, der hat Katar schön geredet, ihr wundert euch, dass dann Donald Trump 'n Friedenspreis gibt oder was? Also, was ist denn los? Junge, das kannst du doch eh nicht ernst nehmen. Äh. Wenn Nübel so weitermacht, kann Stuttgart ihn sogar alleine bezahlen, nachdem sein Bayern-Vertrag ausläuft. Die Frage ist, ob die den überhaupt dann bezahlen wollen. Stani auch 'n Gewinnertyp, wichtiger Spieler. Ja. Also, du wirst definitiv, wenn alles fit sein sollte und fit bleibt in der Rückrunde, wirst du auf jeden Fall die Rotationsmaschine anwerfen müssen. Dann kannst du nicht mehr sagen: „Ey, das sind meine 11 Spieler in wichtigen Spielen.“ Ne. Du wirst dann echt mal nach Frische und nach Form gehen müssen. Ja, und das wäre ja auch schön, wenn dem so kommt. Weil Spiele haben wir genug, ja. Und ich denke, wenn du die Wahl hast zwischen Stani und Conny Leimer als Rechtsverteidiger, ich glaube nicht, dass der Qualitätsverlust oder der Qualitätsunterschied da so wahnsinnig groß ist. Ist natürlich 'ne bisschen andere, Spielweise, logisch, bisschen andere Energie, die so 'n Conny Leimer ausstrahlt so, ja. Das ist natürlich da noch mal 'n bisschen was anderes. Aber so ist es ja auf vielen Positionen, ne? Guck das zentrale Mittelfeld an. Du hast 'n Pavlo, du hast 'n Bischof, die für mich auf jeden Fall eine Position einnehmen müssen, weil beide in der Lage sind, den Ball zu halten, den Ball aber auch zu verarbeiten unter Druck, was 'n Kimmich nicht kann, was 'n Goretzka nicht kann. Ja, deswegen muss eigentlich immer einer der beiden schon stehen da. Ich meine, ja, Kimmich steht ja eh immer, aber auch da wäre es dann vielleicht mal an der Zeit, haben ja auch die letzten Spiele gezeigt, dass man da auch mal, ich meine, der wird auch nicht jünger, ja? So, da ist vielleicht auch mal zwischendurch mal an der Zeit zu sagen: „Pass mal auf, Josh, du bleibst mal draußen.“ Ja? Also, ich habe grade immer noch so 'n bisschen den Eindruck so,
Man scheut sich davor, Bischof, Pawlovic mal aufzustellen. Stell dir mal vor, du stellst sie mal 3 Spiele hintereinander auf und die performen das, was sie performen können. Dann wirst du eine Zentrale sehen, dann wird's schwierig, Argumente zu finden, zu sagen: „Oh ja, der Josh muss jetzt aber jedes Spiel spielen." Ja, Verschwörungstheorie meinerseits, Leute. Ach, herrlich. Ja, keine Ahnung, was 'n Nübel ist. Wie gesagt, Nübel interessiert mich nicht. Also, ganz ehrlich, wer sich nicht in Konkurrenzkampf stellen kann und dazu noch 'n Konkurrenzkampf, wo er ja 'n halbes Jahr Zeit gehabt hätte, weil Manuel Neuer ja verletzt war, ja, sorry, der hat dann nichts beim FC Bayern zu suchen, Alter. Was willst du mit Spielern, die Konkurrenzkampf nicht annehmen können? Was willst du mit denen? Nix. Was hat er erwartet? Er muss unbedingt irgendwo in Stuttgart spielen, um was zu werden? Nationaltorwart? Junge, der ist so 'n bisschen wie hieß er? Oliver Reck, Alter. Ja, sehr, sehr guter Torwart, aber alle 3 4 Spiele hat er irgendwelche Torwartfehler, da fällt dir 'n Ei aus der Hose. So, was willst du mit so 'nem Mann? Und dann soll der alle 3 Tage beim FC Bayern unter höchstem Druck performen oder was? Junge, kommt der gar nicht klar. Junge, Junge. Ne, bitte nicht, ey. Ja, wie gesagt, also 'n Tom Bischof hat alles fürs zentrale Mittelfeld, ne? Alles, was du brauchst. Also, da gibt's ja nix dran zu deuteln. Mm, 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 mm. Ja, Boe wird auch gehen im Winter. Also, wenn's da nur ansatzweise 'n Angebot gibt, was will der noch bei uns? Der bekommt ja gar keine Spielzeit. Gar keine. So, 0. Wirklich 0. Stellst dir noch lieber 'n Guerrero als Rechtsverteidiger auf wie 'n Boe. Also, I don't know. Ganz wild. Ja, ist richtig. Stani muss er. Aber wie gesagt, du musst halt die Mannschaft mitnehmen, so wie er's jetzt auch macht. Du musst halt rotieren dann, ne? Das wird der Schlüssel sein. So, wenn du 'n Stani irgendwie klar machst, so, du bist die Nummer 2 hinter Conny Leimer, wird 'n Stani den Verein verlassen und das völlig zu Recht, weil dafür ist er halt zu gut, um irgendwie nur die Nummer 2 zu sein, ne? Mm, 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 mm. Ja, aber komm, jetzt mal ganz ehrlich. Wir reden doch davon, dass ein Nübel einen Vertrag unterschrieben hat und nicht davon, dass jemand zu Nübel gegangen ist, ihn 'ne 45er an den Kopf gehalten hat und hat gesagt: „Du unterschreibst jetzt den Vertrag beim FC Bayern." Er hat sich doch bewusst dafür entschieden, zum FC Bayern zu kommen, obwohl er wusste, dass Manuel Neuer da ist und Torwart ist. Hä? Über was reden wir denn? Ja, angeblich hat man ihm im Vertrag zugesichert, was weiß ich, 10 Spiele im Jahr. So. Ja, ob das stimmt oder nicht, sei mal dahingestellt, kann gut sein. Hä? So, wir haben ihn doch nicht gezwungen, zum FC Bayern zu kommen. Du entscheidest dich: „Ey, ich komme von was? Von Schalke zum FC Bayern." Was ist denn die Intention? Das ist doch schon mal Punkt eins. Und dann sagst du: „Ach ne, weißt du was? Ne, das mache ich nicht. Ne, Konkurrenzkampf? Ne, ich gehe doch nicht in Konkurrenzkampf. Ne, also nein. Ne, das mache ich nicht. Verleiht mich für 2 Jahre." Ja, Junge, was willst du mit dem? Was willst du mit dem? Was willst du mit so 'nem Spieler, Alter? Der ist völlig falsch beim FC Bayern. Völlig. Komplett falsch. Kannst du nicht gebrauchen. Die Einstellung passt da einfach nicht. Ja, das Einzige, was ich durchgehen lassen würde, habe ich schon zu Mara letztens gesagt, keine Ahnung, die haben irgendwie 'ne persönliche Fehde, er und Neuer, und kommen nicht klar.
Und er hat gedacht, Neuer beendet seine Karriere oder was. Was weiß ich, ja? So. Aber selbst dann, wir reden über Leistungssport, Alter, da musst du da mal über zwischenmenschliche Dinge hinwegsehen können oder was? Ja, also, nein, sorry. Du brauchst keinen Spieler, der den Konkurrenzkampf scheut. Ja, ganz einfache Kiste. Und nochmal, ich glaube, dass du auf jeden Fall ein Jahr lang als Torwart, von Manuel Neuer lernen kannst, auch im Training, ja, auch von so 'nem Ulle, die da sind. Sieht man ja gerade auch bei Ubich. Ich glaube schon, dass das geht, ja, so. Aber selbst das wollte man ja nicht. Und da muss man halt einfach mal überzeugen, ne, durch Leistung. Anders wird's halt nicht gehen, so, ne? Anders geht's beim FC Bayern nicht. Du musst halt durch Leistung überzeugen. So, und wenn du das aber nicht gar nicht erst versuchst, weil du nicht die Eier hast, ja, dann tschüss. Da musst du auch nix hinterherweinen. Ja, hat er auch nicht. Sehe ich genauso. Also, den Nübel der hat nicht die Qualität für 'n Topclub. Punkt. Sehe ich 1:1 genauso. Vom Kopf her hatte er die wahrscheinlich für sich selber, aber nein. Du kannst halt keine Angst vorm Konkurrenzkampf haben, wenn du zum Topclub gehst, Alter. Punkt. Ja, das geht nicht. Für mich ist Conny der stärkste AV, den wir haben. Ne, für mich nicht. Definitiv nicht. Dafür ist Conny immer noch teilweise, das hat man auch in den letzten Spielen teilweise wieder gesehen, ähm, ist er immer noch zu fickrig teilweise, ja. Ne, da ist Dani schon viel, viel weiter, was Dani einfach das defensive Verhalten versteht. Das versteht 'n Conny Leimer immer noch nicht teilweise. Fällt immer noch so in die Muster zurück, so: „Ich muss unbedingt drauf jetzt", ne? Ja, ist besser geworden. Ja, wenn wir tiefer stehen, geht das auch einigermaßen, ja. Er kriegt's auch hin, mal jetzt die Flanke zu verhindern und so was. Das ist viel, viel besser geworden, gar keine Frage. Aber wenn's darum geht, ums reine Verteidigen, ja, dann ist 'n Stunny aber mindestens 'n Level vom Conny aus meiner Sicht. Dafür hat Conny natürlich andere Qualitäten so, ne? Da brauchen wir gar nicht drüber reden. Haben wir ja jetzt erst gesehen mit seinem Tor, ja. Also, aber ist auch 'n bisschen Ansichtssache, aber düt, düt, düt. Ist er teilweise zu ungestüm immer noch, Conny. Grade wenn's so auf 10 Meter hinter der Mittellinie ist, ähm, dann versucht er da manchmal drauf zu pressen wie so 'n Irrer und dann kommt ein Haken und der Spieler ist weg. Erst recht, wenn's 'n schneller Spieler ist, ja, so. Aber das ist ja das noch mal, der ist kein Außenverteidiger, Alter, auch wenn er's jetzt ein Jahr gespielt hat. Ja, und wie oft hast du die Situation gegen Gegner? Ja, ist halt schwierig. Olli, servus. Hm, 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 hm. Ich hoffe, man gibt Obich 'ne Chance. Nach Kahn gab's ja mit Kraft und Rensing auch so Experimente, die nicht geglückt haben. Ja, bei Kraft war, glaube ich, dann das Problem, dass der Trainer weg war, ne? Also, Kraft hatte auf jeden Fall alle Anlagen dafür damals. Hatte alle Anlagen, das schaffen zu können, aber das ist auch, wie ich vorhin sagte, ist auch aufm Obich, ne? Du musst halt sehen, klar, alles, was er jetzt gezeigt hat, war gut, sehr gut sogar teilweise, ja. Aber du musst halt sehen, wenn's dann wirklich so weit ist und er wirklich, ja, 40, 50 Spiele alle 3 Tage macht, ja? Das ist natürlich was ganz anderes wie jetzt, so. Allein von der mentalen Belastung, ne? Und das war ja dann irgendwie bei Kraft dann irgendwann auch das Thema, ne? Dazu dann der Trainerwechsel, dass er nicht mal den Trainer hatte, der 100% hinter ihm gestanden ist. Ja. Ansonsten, der hatte auch alle Möglichkeiten, ne? Und dann war er bei Hertha oder was und dann war es auch nur noch Durchschnitt, also. Das wird dann irgendwann der Knackpunkt werden beim Obich. Ja. Also, aber alle Fähigkeiten für 'n modernen Torwart hat 'n Obich auf jeden Fall. Da brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber es wird dann wird's entschieden werden, ne?
Und klar, am schönsten wäre es, wenn man das 'ne Halbserie testen könnte, ne, indem Manuel Neuer in die zweite Reihe geht, aber das wird ja leider nicht passieren, so was. Bu 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 bu. Ja, Olli, alles gut. Aber noch mal, ich habe es grade gesagt, Nübel hat den Vertrag unterschrieben und nicht, ist der ich weiß gar nicht mehr, wer es war, wer ihn verpflichtet hat, ist nicht der Brazzo oder wer auch immer zum Nübel gegangen, hat ihm 'ne 45 an die Birne gehalten und hat gesagt: „Unterschreib den Vertrag, damit du zum FC Bayern kommst.“ Was ist das für 'ne Aussage, Alter? Du weißt, dass Manuel Neuer beim FC Bayern ist. Dann unterschreib den Vertrag halt nicht. Hä? Was ist das für 'n Argument? Sorry. Ja, natürlich entscheidet Manuel Neuer das, ja, wie er auch entscheidet, ob er den Vertrag verlängert. Aber das wusste doch ein Nübel bei der Vertragsunterzeichnung. Was hat er sich denn gedacht? Hä? Verstehe ich nicht. Sorry. Warum hat er 'n Vertrag unterschrieben? Hat er gedacht, was? Brazzo sagt: „Ey Manu, dein letztes Jahr, nächstes Jahr kommst du nicht wieder?“ Macht der Nübel oder wie oder was? Hä? What the fuck? Ne, sorry, lasse ich nicht gelten. Ich habe es grade schon gesagt und selbst ein Jahr hinter Manuel Neuer im Training kannst du mit Sicherheit 'ne Menge mitnehmen. Ja, ganz einfach. Dann unterschreib den Vertrag halt nicht. Was will der bei uns? Du kannst doch nicht beim Verein 'n Vertrag unterschreiben und dann siehst du: „Ach ja, ne, ne, ich soll in Konkurrenzkampf. Oh ne, bitte verleih mich.“ Hä? Was? Hä? Ne, sorry. Und wenn, dann musst du durch Leistung überzeugen, Alter. Ganz einfache Kiste. Was ist denn los? Ne, keine Ausrede. Keine Ausrede für mich. Aber okay, da kannst du natürlich anderer Meinung sein. Das ist ja auch völlig fein. Also, ich verstehe den Take nicht von Nübel. Dann hätte er den Vertrag halt gar nicht unterschreiben sollen. Er hätte einen Vertrag aushandeln sollen: „Ey, ich komme zum FC Bayern, wenn Manuel Neuer irgendwann seine Karriere beendet.“ Ja, ja, das wäre dann der Vertrag gewesen für ihn. Aber ja, alles andere ist doch sinnbefreit. Mm, 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 mm. Also, ich glaube nicht, dass 'n Sunny langsamer ist wie 'n Conny Leimer, Alter. Stunny ist immer im Zombie-Modus, ja. Da stimme ich voll zu. Obwohl es jetzt gegen Stuttgart, da war's gut eigentlich von Anfang an. Oder war's das Spiel davor gegen Union? Ich weiß es nicht mehr. Aber ansonsten hast du recht, sehe ich 100% genauso. 10, 15 Minuten, ich habe es ja schon gesagt, für 'n Stunny muss das Spiel 10 Minuten eher anpfeifen. Den musst du schon mal rausschicken, der soll schon mal, gehen, soll schon mal klarkommen. Oder du musst ihn, 10 Sekunden vorher musst du ihm 'ne Spritze reinjagen, Alter. Wie bei Crank. So, du musst dir Adrenalin spritzen und sonst kommst du nicht klar. Zack, direkt rein ins Herz, damit der gleich da ist von Minute 1. Den Take verstehe ich. Den sehe ich genauso bei Stunny. Das ist natürlich für Topspiele dann auch nicht gut, ja. Da hast du natürlich recht. Den Punkt hast du. Ah. Würdest du mit Conny verlängern, wenn er ein Gehalt à la Gnabry und Goretzka verlangt? Das wird der Conny erst gar nicht verlangen. So, das ist der Punkt. Aber ich würde mit Conny verlängern, auf jeden Fall, ja. Hängt aber natürlich von der Posi ab, wo man ihn dann sieht. Ah. Der Stunny-Zombie, Alter. Ach, herrlich, ey. Ja, so ist es. So ist es. Ich habe auch immer Augenringe. Da sieht man bei mir nicht so wegen der Brille. Zwar nicht so schlimm wie Stunny, aber habe ich auch. Deswegen kann ich das nachfühlen. Aber dass er immer die ersten 10, 15 Minuten braucht, ist schon wild, ja.
Da gehe ich mit, ey. Ja, Conny Leimer ist halt 'n Mentalitätsmonster so und das brauchst du in dieser Mannschaft. Habe ich auch heute im Video gesagt, ne? Du brauchst diese Spieler halt. Du siehst das ja an Luis Diaz, ja? Das ist ja genau der Spieler, den du gebraucht hast, von der Einstellung her, von der Mentalität her. Du merkst das ja, wenn er nicht aufm Feld steht. Ja, dann sehen wir jetzt wieder da morgen Gnabry rumdümpeln, der wieder halbherzige Aktionen da vom Hocker lässt, sei denn er keine Ahnung, ist er in Topform, habe ich heute gehört auf der PK. Ich bin sehr gespannt morgen. Aber das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht, ne? Wenn der über die Seite kommt oder so 'n Luis Diaz und dasselbe gilt für Conny Leimer. Wenn der nicht aufm Platz steht, die Art und Weise reißt halt mit, ne? So. Und das fehlt halt. Und brauchst du halt. Du brauchst es. Und wir haben grade die gute 'ne sehr, sehr gute Mischung, was das angeht. Ja. Giovanni Elber Gedächtnisaugenringe. Giovanni Elber Augenringe gehabt oder was? Ist mir nie aufgefallen. Ja, Stani hat schon richtige. Der ist schon aber wer weiß, vielleicht tritt der nachts auch irgendwo auf und schminkt sich nicht ab, so, man kann ja auch sein, ne? Man weiß es nicht. Vielleicht ist das ja auch persönlicher Style, was nix Schlimmes ist. Mich stört's nicht, solange die Leistung stimmt, können die alle rumlaufen, wie sie wollen. Gepierst, geschminkt, gepudert, ist mir egal. Kein Problem mit. Sunny ist auch blass wie 'n Vampir. Weiß es nicht. Vielleicht spendet der auch vor jedem Spiel erst mal 1,5 Liter Blut oder was? Blutdoping, was weiß ich. Er hat jetzt welche. Ja, da war er nicht hat er nicht gepennt, der Elber oder was? Oder einen genommen oder was? Darf er jetzt auch haben, ist ja kein Profi mehr. Alles gut, ey. Ist doch nicht schlimm. So, ich muss noch mal eben 'n Schuss Milch holen für meinen Tee. In den letzten 2 Wochen. Habe ich irgendwas vergessen? Ich muss mal gleich in meine ich glaube, ich hatte irgendwas notiert. Ich muss mal reingucken. Aber Manuel Neuer haben wir jetzt schon durchdiskutiert. Das war ja eigentlich so das einzige Thema die letzten Wochen, oder? Giovanni. Wahrscheinlich hat er die Augenringe, weil Carsten Janka ihn immer noch vom Kopf tritt, wenn er eingerollt ist im Teppich. So 'n Ding. Da, 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 da. Na, 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 na. Gut, ich habe keine Themen mehr auf meiner Liste stehen. Champions League Premium-Produkt habe ich stehen, das ist alles. Upperforce Schlotterbeck könnte interessant werden. Soll daran interessant werden. Was soll man mit Schlotterbeck, Alter? Soll sich verpissen, Alter. Soll in Dortmund bleiben. Gar nicht sehen wir uns. Brauchen wir nicht. Wir brauchen keinen Schlotterbeck. Hat seine Chance gehabt, wollte er nicht, ist er nach Dortmund gegangen, ist der Zug abgefahren. Punkt. Brauchen wir nicht, wollen wir nicht. Also ich nicht. Brauche keinen Schlotterbeck, Alter. So gar nicht. Mm, 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 mm. Was sagst du zu den Serge-Aussagen auf der PK zur möglichen Vertragsverlängerung? Ja, was willst du denn dazu sagen? Lonnie? War doch klar, oder nicht? Er hat doch auch nichts gesagt. Er hat gesagt, alles ist gut, alles ist schicki. Die Frage, ob er Einbußen vom Gehalt in Kauf nimmt, hat er nicht beantwortet. Der Josh wird die Bogen schon schmieren, das ist sein Bro.
Also, wenn der Serge noch Bock hätte, guck mal, das ist doch so, wenn der Serge noch Bock hätte, wirklich noch, Leistungssport zu betreiben, noch wirklich noch mal irgendwie allen irgendwas zu zeigen, dann wäre er doch schon gar nicht mehr beim FC Bayern. Hat er doch gar keinen Bock mehr drauf. Hast du auch die Aussagen dann, wenn du PK gesehen hast: „Ja, und was denken Sie, wenn Jamal Musiala zurückkommt, dann wird er wieder mehr rotiert und dann ist ja noch weniger Platz.“ Was war denn seine Aussage? Ich habe mich ja da schon abgerollt, weil er hat die letzten Jahre ja auch nicht mehr gespielt und selbst jetzt spielt ja schon mehr Lennart Kahl als er. Hast du seine Aussagen gehört, oder? So, der hat da gar nicht mehr den Anspruch. Er hat gar nicht den Anspruch an sich selber noch zu sagen: „Ey, ich muss Stammspieler beim FC Bayern sein oder ich muss noch mal nach England und irgendwo was reißen, was beweisen oder sonst was.“ Den Anspruch hat er gar nicht mehr. Aber das merkst du halt. Der ist zufrieden, wie es ist. Ja, alles gut. Der fühlt sich wohl in München, kriegt die Mille in den Arsch geschoben, macht mal ein bisschen Hiha, Haha, Hihi und gut ist. Ja, wie ich's da schon gesagt habe, 10 Mille ist, aber schon mit beiden Augen zugekniffen das, was du ihm bieten kannst, Alter. Aber es wird natürlich nicht passieren. Der Eberl wird ja nicht sagen: „Komm, du hast jetzt 17 Millionen, ich gebe dir 10.“ Ja? Und selbst das wäre schon überbezahlt. So, weil machen wir uns nichts vor, wo soll der Serge spielen? Ja, nochmal, der spielt jetzt kaum, wo 'n Musiala verletzt ist. Wo soll der spielen, wenn der fit ist? Hä? Serge war wie immer 6 Spiele, ne, waren mehr dieses Jahr, oder? Waren 10. Da komm, wir sagen mal 10. Letztes Jahr waren's 8, glaube ich. Serge hat dieselbe Saison wie letztes Jahr und wie das Jahr davor und wie das Jahr davor. Der macht zum Start der Saison macht er 6, 7, 8 gute Spiele und dann geht die Kurve wieder so. Nur die letzten Jahre ging sie so und dieses Jahr geht sie so. Ja, wir trudeln langsam aus. Also, der Serge muss morgen schon liefern und muss am besten zwei Vorlagen machen, 3 Torbeteiligungen, sonst was. So, dann können wir noch mal drüber reden, ja? Aber ich glaube das nicht, das geht wieder weiter so. Das ist Serge, so, ja, ja, ist jetzt auch gut, ey. Es reicht aber auch jetzt für die Hinrunde, oder? Ja, habe ich doch gezeigt. Die Presse hat mich doch schon wieder in den Himmel gehoben, Alter, nach 6 guten Spielen und musste verlängern für gleiche Gehalt und 5 Jahre am besten bis 35 und hör mir auf, Alter. Katastrophe halt. Serge ist Serge, Alter. Ich habe es von Anfang an der Saison gesagt und wie ist das gekommen? Genau so. Alle gleich: „Ja, Serge musste verlängern, Weltklasse ist wieder da, yo.“ Wo war er denn die letzten Wochen? Warum spielt denn ein Lennart Kahl? Ja, fragt euch das mal, warum? Klar, weil er auch gut geliefert hat, ja, aber warum bekommt er denn die Chancen dazu überhaupt? Hätte Gnabry durchgezogen, hätte jede Partie geliefert, hätte Lennart Kahl doch gar nicht die Chancen bekommen. So. Ja, Serge Gnabry spielt, weil Luis Diaz gesperrt ist. Hey. Jetzt ist die Frage, ob er 2 Spiele à 90 Minuten überhaupt schafft, ja? Ich weiß nicht, wann hat Serge überhaupt mal ein Spiel über 90 Minuten gespielt die Saison? Ich glaube nicht. Ja, der verdient 17 Millionen, Alter. Und da reden wir über 'ne Vertragsverlängerung? Haben die den Schuss nicht gehört oder was? Junge, für 17 Millionen kaufe ich 4 Spieler, die sich freiwillig auf die Bank setzen und mehr Lust haben und mehr Ehrgeiz haben, noch 'n bisschen was zu reißen. Junge, Alter. Ey, das war 'ne super PK heute, ja? Ich habe auch nichts gegen Serge, ist 'n super Typ, ja? War auch wirklich gute PK heute, sachlich, alles korrekt, alles gut. Aber du merkst, dass der ist zufrieden, wie's ist. So, das hat nix mehr mit Leistungssport zu tun, Alter. Aber das ist ja, seitdem er den Vertrag unterschrieben hat, vor 4 Jahren, vor 5 Jahren. Ja, alles ist gut, ja. So, spätestens nach der Sextube-Saison, ja, abgehakt, Haken dran. Ich bin durch mit der Karriere. So, das ist Serge Gnabry, Alter. Punkt. Wenn du 'n Beispiel brauchst für 'n satten Fußballprofi, guck dir Serge Gnabry an. Und das Traurige ist, der macht dann mal wieder 6 gute Spiele oder mal 3 gute Spiele oder 2 gute Länderspiele und dann ist das wie bei Leroy Sané, dann ist der gleich wieder Weltklasse und ach, der Größte aller Zeiten.
Junge, Alter. Anstatt dass die Leute sich mal die letzten 4 Jahre angucken, mal objektiv gesehen. Hä? Über was reden wir? Junge, Junge, Junge. Fehlt nur noch die Aussage von Max Eberl: „Ja, der Serge Gnabry entscheidet alleine, wann und ob der Vertrag verlängert wird.“ Na, dann hast du mich liegen, Alter. Dann trete ich wirklich aus dem Verein aus. Junge, Junge. Kannst du dir nicht mehr ausdenken, was da bei uns abgeht, ey. Ja, wegen mir hoffentlich, Alter. Hoffentlich. Hoffentlich tut er das. Ist mir egal, er kann wohin gehen, wo er will und kann da glücklich werden, alles fein, ja. Du musst die einfach loswerden, diese satten, bis ins Unendliche in den Arsch geschoben werdende, geldverdienenden Drecksäcke bei uns, Alter. Nicht menschlich gemeint, ja, Serge ist 'n guter Typ. Roti Picard war gut, war sehr sympathisch. Aber sportlich hat der Mann einfach abgeschlossen mit seiner Karriere, Alter. Genauso wie's Leroy Sané hatte. Was meint ihr, warum Leroy Sané nach Galatasaray gegangen ist? Ja, der hat halt auch abgeschlossen. Ja, ja, der nimmt noch die beste Kohle mit, da wo er gepudert wird. Dasselbe ist bei Serge, Alter. Ja, ja. Aber Serge, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass sie sich irgendwo bei 12 einigen, mit Prämien, 15, was immer noch maßlos so viel Geld sein wird. Aber mein Take ist, dass man mit Serge verlängert. Weil ist bester Bro von Kimmich, weißt du? Das ist mein Take. Werdet ihr sehen. Ich wünsche mir so sehr, dass Opa verlängern will, Schlotterbeck auch nicht. Ganz ehrlich, mir ist das, ey, ganz ehrlich, dieses Opa-Drama haben wir jetzt auch schon oft besprochen. Ich mache mir da keine Kopfschmerzen. So gar nicht. Ja, Opa, super, super Form gerade so. Natürlich wird er ein Verlust sein. Ey, aber irgendwo ist auch gut. So, du bist von dem Spieler null abhängig. Null. Sorry. Ja, du hast mit dem Ito eine absolute Kanone, der im Spielaufbau aber noch mal 2 Stufen über 'n Opa ist. Gib dem mal die Zeit, lass den mal in Kompaniesystem ankommen, ist sogar 'n Linksfuß. Ja, dann kann Tah nach rechts gehen. Du hast 'n Stunny, der 'n super starker Innenverteidiger ist. Ja, hat nicht so die Körperlichkeit wie Opa vielleicht, ja. Aber ansonsten ist der als Innenverteidiger 'ne absolute Kanone. Ich mache mir da gar keinen Kopf, aber so gar nicht, ja. Und du hast natürlich auch noch Min-Jae, ja. Also, alles gut. Alles ist gut. Da, 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 da. Verhandelt Kimmich für Gnabry? Aber sowas von. Nein, der Serge wird bleiben. Man wird das Gehalt reduzieren und dann ist gut. Ja. Das ist dann ein bisschen Augenzwinker, Zwinker hier, Zwinker da, weil er seit, was weiß ich, ist ja auch schon seit 10 Jahren da oder seit 7, 8, was weiß ich. So, darauf wird's hinauslaufen und gut ist. Und das ist ja auch schön, wie gesagt. Mein Gott. So ist es halt bei uns. Mm, 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 mm. Ja, also wie gesagt, ich brauche keinen Schlotterbeck bei uns. Kann 'n guter Innenverteidiger sein, möchte ich gar nicht abstreiten. Wird mit Sicherheit auch noch mal 'n Step gemacht haben bei Dortmund. Ich brauche den bei uns nicht. Ist genauso, wie ich bei uns keinen Anthony Rüdiger oder so brauchen würde, Alter. Ich brauche so 'ne Spieler nicht. Mm, 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 mm. Die Wacken sind klar, hätte Sané gewollt, wäre er noch da. Ist richtig, ja. Und dasselbe wird halt beim Serge so sein. Wir sind halt diese Art Verein, Leute. Ja, Punkt. Damit müssen wir umgehen, damit müssen wir klarkommen. Und das ist ja auch okay. Ja, wenn der Serge Zugeständnisse macht, es wäre schön, wenn die richtig reinballern würden, weil ich glaube, Geld, jetzt mal ernsthaft. Was war das? 4 Jahres- oder 5-Jahres-Vertrag. So, das heißt, rechts gehen wir mal vom, weil oft verletzt, bla, Sülz. Komm, wir setzen tief an, 30 Mille netto.
5 Jahre, 30 Mille netto. Also, über was reden wir? Dem muss Geld auch nicht mehr interessieren. Kann er schön da bleiben, wo er sich wohlfühlt. Kann er schön mit Josh weiterhin über die Wiese hüppen. Kann er ein bisschen den Teilzeitfußballer machen und ist doch gut. Passt doch alles. Mm, mm, mm. Ja, ich denke, die werden sich so auf 12 einigen, wenn sie verlängern. Mit sämtlichen Prämien wird er dann wahrscheinlich auf 15 kommen können. Die wird er eh nicht erreichen. Irgendwo da wird es wahrscheinlich laufen. Also alles andere würde mich überraschen. Ja. Aber vielleicht kriegt er ja auch nochmal den Kick und sagt, ey, ich will es nochmal allen zeigen, was weiß ich. Man weiß es doch nicht. Oder er sagt, ey, ich will nochmal richtig abkassieren, was auch völlig menschlich und richtig ist. Und dann geht er nach Katar und zieht sich 25 Mille rein, was weiß ich. Oder nach Saudi-Arabien, wo die alle rumrennen. I don't know. Oder nach Galatasaray, wenn die ihm das Geld zahlen. Dann ist das doch so. Mein Gott. Sei ihm doch gegönnt. Leon auch super IV. Ach, Leon ist kein super IV, Alter. Guck dir mal das Zweikampfverhalten von Leon Goretzka die letzten Spiele an, Alter. Wenn du dieses Zweikampfverhalten als Innenverteidiger an den Tag legst, Junge, da wirst du geköpft. Was ist denn los mit euch? Wo war der Leon denn jemals ein guter IV, Alter? Der Leon war ein guter IV, wenn er mal eingewechselt wurde in der 80. Minute, wenn der Gegner tot war, dann kann der Leon sich da hinten hinstellen und den Ball querschieben. Ja, das kann der Leon. Ja. Ja, er hat letzte Saison mal ein Spiel oder so als IV gemacht. Gegen was? Gegen Buxtehude 2 oder was? Leute, hört mir auf, der Leon ist ein guter Innenverteidiger. Junge, guck dir mal die defensiven Zweikämpfe an, die der Leon diese Saison führt. Das ist eine Katastrophe. Das reicht doch nicht mal für den VfL Bochum in der 2. Liga, Alter. Junge. Wenn der Leon sagt, ey, VfL, ich komme zu euch, ich spiele umsonst, sagt der VfL Bochum, ey, Leon, der Form brauchen wir dich nicht. Junge, der ist ein guter IV. Guck dir doch mal an, was unsere IVs leisten müssen. Junge, sollten wir mit Fünferkette, Libero und Vorstopper spielen, dann kannst du ja vielleicht noch erzählen, der Leon Goretzka ist ein guter Vorstopper. Dann hast du noch einen Mann dahinter, der den Zweikampf gewinnen kann. Junge, guck dir mal Leon Goretzkas Zweikampfverhalten bitte an. Hä? Ja, weil er mal Muskeln aufgebaut hat wegen Corona. Ey, ich habe jetzt 'ne Schulter. Ich kann jetzt ohne Mann gehen. Junge, der wird im Mittelfeld überrannt, genauso schülermäßig wie unser König Josua Kimmich, Alter. Der kommt doch gar nicht hinterher. Der kommt gar nicht in den Zweikampf. Der tappelt hinterher. Und der soll nach vorne verteidigen wie 'n Upamecano, wie 'n Jonathan Tah? Gegen einen Stürmer? Gegen einen Stürmer? Junge, ich bitte euch. Ist 'n guter Innenverteidiger. In der 4. Liga vielleicht. Leute. Ja, gegen Gegner, der zweimal in unserer Hälfte ist in 90 Minuten. Da kannst du Leon Goretzka in die Innenverteidigung stellen, Alter. Dann ist er vielleicht 'n guter IV. Weil 'n Ball quer spielen kann er ja. So macht er nix anderes im zentralen Mittelfeld. Junge, 'n guter IV. Ey, in unserem System guter IV. Bitte euch. Guter IV. Fällt vom Glauben ab. Vergleiche mal Leon Goretzka mit Upamecano, Alter. Hä? Was ist Upamecano dann? Aus einem anderen Universum oder was? Wenn Leon Goretzka 'n guter IV ist. Leon Goretzka, Alter, der ist Junge, red mich in Rage bei Leon, ohne Scheiß. Spiel gegen VfB Stuttgart, den hast du dreimal hast du den wahrgenommen. Dreimal in der ersten Halbzeit. Dreimal! Und davon zweimal negativ. Katastrophe, der Mann. Das ist 'n deutscher Nationalspieler, Alter. Der wird bei uns aufgestellt, anstatt einen Tom Bischof dahinzustellen. Oder 'n Pavlovic. Nein, da stelle ich 'n Leon Goretzka dahin. Warum? Weil er 30 Jahre alt ist und 20 Jahre Erfahrung hat. Das ist der Take. Das kannst du sportlich gar nicht rechtfertigen, Alter. Kannst du nicht rechtfertigen. Sorry, das geht nicht.
Ohne Scheiß. Ey, ich habe es im letzten Video schon gezeigt. Ich mache es noch mal auf. Spielerbenotung Leon Goretzka diese Saison. Sind natürlich nur meine Benotungen, selbsternannte Bayern-Experte. Nicht von der Bild-Zeitung oder vom Kicker, nur meine. Leon Goretzka. Gegen Wien Wiesbaden, Note 4. Gegen Augsburg, 4,5. HSV nicht gespielt. Gegen Chelsea, Note 3. Gegen Hoffenheim, Note 4. Gegen Bremen, Note 3. Paphos nicht gespielt. Frankfurt, Note 4,5. Gegen Dortmund, Note 4,5. Brügge nicht benotet, da eingewechselt. Gegen Gladbach 3, gegen Köln 3, gegen Leverkusen 3. Leons Goretzka, große Zeit, diese Hinrunde. Gegen Paris eingewechselt, nicht benotet. Gegen Union Note 5. Gegen Freiburg Note 5. Gegen Arsenal eingewechselt, nicht benotet. St. Pauli eingewechselt, nicht benotet. Gegen Union 4. Gegen Stuttgart 5. Und dann setzt du dich hier in den Chat und schreibst rein, Leon Goretzka ist ein guter Innenverteidiger. Junge. Da muss ich kurz ragen. Tut mir leid. Nochmal, guck dir das Zweikampfverhalten an von Leon Goretzka in den letzten Spielen. Das ist nicht da, Alter. Das ist nicht vorhanden. Das existiert nicht. Und dann soll der bei uns in der Innenverteidigung stehen, wo du 1 gegen 1 spielst. Ja, Halleluja. Halleluja. Junge, Junge. Ja, Opa ist eine Maschine, Alter. Das haben wir doch aber auch immer gesagt. Oder ich habe es immer gesagt. Ihr wisst das. Die lange hier auf dem Kanal sind, habe ich schon gesagt, wo du ihn von Leipzig geholt hast. Ja, wo alle draufgehauen haben wir am Opa festgehalten. Der Opa ist eine absolute Maschine, Alter. Der hat alles gehabt, was ein Innenverteidiger braucht, und Kompany hat ihn stabilisiert. Ja. So, das steht ja außer Frage. Ne? Also, ich bin auch absoluter Opa-Fan, und wegen mir, Alter, ja, Opa von der Leistung her, die er zeigt dieses Jahr, gehört er natürlich ins oberste Regal. Und wir haben die Diskussion schon geführt, die mache ich jetzt nicht wieder auf. Nur ein Satz: Wenn du einen Alphonso Davies so viel Geld in den Arsch schiebst, musst du dich nicht wundern, dass Spieler, die auf dem Level performen, was ein Opa tut, halt dasselbe Geld haben wollen. Punkt. Ganz einfach. Ja. Muss dich nicht wundern. Ah. Und jetzt machen wir noch mal den Kreis. Und jetzt Vergleich Opa mit Leon Goretzka. Hut ab. So, wo war ich denn? Ach, herrlich, ey. Ich glaube, der meint das mit Gore ironisch. Das ist mir egal. Ich musste es rauslassen, Leute. Ich musste es rauslassen. Ich musste es rauslassen. Für alle, die das, weißt du, das Video guckten ja auch Leute später. Woher sollen die wissen, dass sie ironisch gemeint war? Hast du wieder die Ballerbiene in den Kommentare, die das für wahre Münze nehmen. Die musst du gleich einnorden, weißt du? Kann ja kein selbsternannter Experte sein, wenn ich das nicht einordne hier. Für die breite Masse, die nicht hier ist. Ah. Ja gut, die Passstatistik, die kannst du jetzt bei Josh auch aufführen gegen Union. Das waren auch irgendwie nur irgendwas mit 60%, Alter. Ja. Aber das sage ich ja, wenn du dann beide auf dem Platz hast, ist das grausam. Wenn du beide auf dem Platz hast, ja, das ist grausam. Weil beide diese Spielertypen sind, die das nicht können. Wenn du die anläufst und presst, kommen die nicht klar. Und deswegen, aber du siehst es ja. Ich weiß nicht, wie oft wir die Saison schon Kimmich Goretzka gesehen haben auf dem Platz, Alter. Könnte ich jedes Mal weinen, wenn ich das sehe. Guck mal, Goretzka sieht immer besser aus, wenn Kimmich nicht auf dem Feld ist. Ne? Weil Leon hat dann auch einen Spieler dabei, der das Spiel macht. So, Leon ist dann in der Regel defensiver. Da hat er nicht die weiten Wege, da wird er nicht gleich überrannt, da sieht er ein bisschen besser aus, weil er halt ein bisschen Körper hat. Ja, aber das war es auch.
Der passt halt nicht in unser System. Punkt. Ja, und wenn der mit Kimmich aufm Feld steht, dann steht er meistens vor Josh, weil Josh die Saison 'n bisschen tiefer steht. Und du nimmst den da nicht wahr, weil der gar nicht im Spiel ist. Und wenn du ihn dann wahrnimmst, dann ist es, weil er mit Josh auf einer Höhe ist oder so 5 Meter versetzt und dann spielen die dreimal 'n Pass über 3 Meter hin und her. Das ist, wie du 'n Leon Goretzka wahrnimmst. Oder, dass er dann mal sich fallen lässt zwischen die Innenverteidiger oder sogar mal auf die linke Verteidigerposition, ja? Wenn wir im Aufbau sind, dann nimmt er den Ball an und dann spielt er ihn wieder quer. Ja, das ist Leon Goretzka. Das ist alles. Das ist alles. Mehr siehst du von dem Mann nicht mehr. Wie auch? Wir spielen gar nicht das Spiel für ihn. Der braucht Raum vor sich. Raum. Dafür, dass Leon kein Bayern-Niveau mehr hat, bekommt er sehr viel Spielzeit. Ja, leider. Weil unser Trainer, fickrig ist auf Erfahrung, hat er ja selber gesagt. Viel ist Erfahrung wichtig, ja? Und wichtiger als junge Spieler wie Tom Bischoff, junge Spieler wie Lennart Kahl. Für ihn ist Erfahrung wichtiger. Ja. Ja, ist halt seine Einstellung, dann ist das so, ne? Und gut, muss der Verein dafür sorgen, dass 'n Leo nächste Saison nicht mehr da ist und gut. So, dann hat der Trainer 'ne Option weniger und dann muss er den jungen Spieler aufstellen. Ist halt die Aussage von ihm. Und ja, wenn er das für sich wichtiger erachtet, dann ist das ja auch gut so. Also, die Ergebnisse geben ihm ja recht. Also, über was reden wir? Wir haben eine Niederlage, ja? Wir haben Leon Goretzka und Guerreiro nicht im Spiel gesehen und das Spiel trotzdem 5:0 gewonnen, weil du halt 'n Harry Kane einwechseln kannst. Ja, so, dann ist das so. Dann gibt's da auch keine Argumente dagegen. Dann kannst du das doch machen, kannst die Spieler doch mit durchziehen. So, das tun wir. So. Aber du hast ja nicht ein Spiel gehabt diese Saison, wo du sagst: „Wow, zum Glück war Leon da, der hat dieses Spiel getragen oder dieses Spiel anteilig mitentschieden.“ Das passiert ja nicht. Das sind Spieler, die ziehst du mit durch in dieser Mannschaft. Und jetzt stell dir mal vor, du hättest keine Spieler aufm Platz, die du noch mit durchziehen musst, sondern hättest dafür dann noch, keine Ahnung, nehmen wir 'n Tom Bischof oder machen wir ganz geisteskranke Dinge, stellen wir mal 'n Conny Leimer in die Zentrale. So, ja? Aber irgendwann wird der Trainer dazu gezwungen werden und dann sehen wir das vielleicht mal. Wir haben's ja schon gesehen einmal. Für 10 Minuten, glaube ich, Viertelstunde haben wir ja schon Pawlovic, Bischof gesehen in der Zentrale. Ja, also mal abwarten. Das ist auch nicht ich mag 'n Leon vom Typen her, ja? Ist 'n Ruhrpott-Assi, alles ist gut, ja? Wir sind so. Aber sorry, der passt vom Spielertyp einfach nicht in diese Mannschaft rein. Das ist traurig, das ist schade, ja, aber so ist es halt. Seine Zeit ist auch um. Punkt. Ja, soll er nach Schalke gehen, soll er nach Bochum gehen, gut ist, soll er noch mal 'n bisschen Spaß haben. So, da wird er Raum kriegen. Das sind alles Mannschaften, die hinten stehen. Da kann er vielleicht noch mal 'n bisschen umschalten. Ist doch alles schön. Das hast du doch bei uns nicht. Ey, wir stehen 80% der Spielzeit der Spiele 20, 25 Meter in der gegnerischen Hälfte. Unsere Innenverteidiger stehen 20 Meter, 25 Meter hinter der Mittellinie der gegnerischen Hälfte. Was soll denn da 'n Leon Goretzka? Hä? Was soll der da? Der kommt doch gar nicht klar. Kannst du ihm doch gar keinen Vorwurf machen. Äh. Ja, das ist genau. Das i sehr gut. Gut, das habe ich doch vergessen zu erwähnen. Leon sowas von steif. Hilfe, der Arme ist schon am sehr steif und nur 5 Meter Pässe zur Seite oder 30 Meter laufen, um wieder einen 5 Meter Pass auf seinen Nebenmann zu geben. Ja, genau. Da denkst du manchmal: „Geil, jetzt hat der Leon noch mal 'ne Szene, wir haben mal 'n bisschen Raum grade.“ Dann haut der noch mal 'n Sprint raus von 30 Meter und dann passiert genau das. Dann rennt er 30 Meter mit dem Ball, genau wie Josh, letzte Saison 100.000 Mal. „Oh, ich bin da.“ Zack, Querpass. Kannst dir nicht ausdenken.
Dann wird Ito eingewechselt, Alter, der haut gleich 'n 60 Meter Ding raus, quer über den ganzen Platz, zack, punktgenau angekommen, zack, Torchance, Tor. Hä? Wild. Es gab mal Zeiten, da konnten grade zentrale defensive Mittelfeldspieler mal noch die Bälle verteilen auf die Außen mit langen Bällen. Das gab es mal. Gab's sogar mal beim FC Bayern. Kann der auch nicht. Deswegen sage ich ja, der passt einfach nicht mehr in dieses System rein. Punkt. Da kann er ja selber nix für. Ja, beide zentral ist grausam. Einer von beiden muss reichen. So, fertig, ja? Und wie gesagt, Josh ist ja schon besser, dass er diese Saison tiefer steht. Ja, grade wenn Pavlo aufm Platz ist, weil Pavlo dann weiter vorne ist, das Spiel 'n bisschen mehr macht. Ja, Josh hat immer noch seine geisteskranken Ausflüge manchmal, dass er den Torwart anrennt, komplett Banane, frage mich nicht warum. Braucht er einfach zwischendurch und so weiter, ja. Aber das ist ja schon besser. Aber wenn beide aufm Feld sind, du bist so einfach rauszunehmen. Du hast das gesehen. Ey, guckt euch das Stuttgart-Spiel an. Das ist das beste Beispiel. Ja, die Zentrale war tot offensiv. Die war tot. Die war einfach tot. Es hat nichts stattgefunden. Dazu hast du noch Rafa Guerreiro gehabt. Die nächste Kanone, Alter. Die war tot, die Zentrale. Einfach tot. Wir haben nicht stattgefunden offensiv. Wenn wir stattgefunden haben, war der Ball nach außen und die Außenspieler standen gegen 3 Leute. Ja. Da muss 'n Harry Kane einwechseln und dann hast du endlich mal 'ne zentrale Positionbesetzung gehabt, der die Bälle verteilt hat. Ja. Und oh Wunder, dann war noch Lennart Kallwood noch eingewechselt. Das war 'n Spieler, der beweglich war in der Zentrale, auch wenn er nicht gut war, nicht viel zu sehen war. Hatte aber in der Zentrale auch 'n Mann gebunden, sodass auf den Außenbahnen mal nicht 3 Leute immer gegen einen standen, sondern vielleicht nur noch 2 oder sogar manchmal nur einer. Und schon war Platz da. Ja, aber wenn so 'n Leon Goretzka sich auf die Achterposition stellt, wer nimmt den denn ernst? Wer nimmt den denn ernst? Junge. Wild. Ja, war er auch nicht. Den hast du halt nicht wahrgenommen. Ich habe ihn gegen Stuttgart nicht wahrgenommen. Wie gesagt, 3 Szenen habe ich ihn mal wahrgenommen, genau wie Guerreiro. Davon waren 2 schlecht. Einmal hat er 'n guten Kopfball gehabt, der Leon, das war alles. Erst in der zweiten Halbzeit, da hast du ihn wahrgenommen. Da war er präsent auf einmal, ja? Die 10 Minuten, bevor er ausgewechselt wurde. Die komplette erste Halbzeit, du hast den nicht wahrgenommen, dass der aufm Feld ist. Und dann stellt man sich dahin und labert davon, dass der 'n gutes Spiel gemacht hat. Das verstehe ich halt nicht. Und dann spielt er im nächsten Spiel wieder. Stellt man wieder 'n Bischof, setzt man auf die Bank oder stellt den als linken Verteidiger auf und 'n Leon Goretzka spielt in der Zentrale. Das kannst du dir nicht ausdenken. Das kannst du dir nicht ausdenken. Aber noch mal, du gewinnst das Spiel am Ende 5:0. So, ja. Über was reden wir? Wild, ne? Ja, aber selbst das ist doch nicht mehr da. Selbst das ist doch nicht mehr da, was 'n Goretzka letzte Saison noch ausgezeichnet hat, ja, wie du's schreibst. Gore gut für die letzten 10 Minuten als Kopfballspieler in der Box, mehr nicht. Ja, das hat ihn letztes Jahr noch ausgezeichnet. Dass 'n Leon reingegangen ist in die Box, war da als Kopfballabnehmer oder auch mal 'n zweiten Ball, ja, ist doch auch nicht da diese Saison. Ich habe es noch nicht gesehen. Sorry. Ich habe es noch nicht gesehen von Leon. Ja, mal 'n Schuss aus der zweiten Reihe, der ich glaube, einer war sogar mal gefährlich in den letzten Spielen. Das hast du vielleicht mal gesehen, aber dass der wirklich mal in die Box geht, das ist nicht mehr. Ich weiß nicht, vielleicht darf er das nicht mehr, kann ja sein, dass es taktisch geprägt ist, ja? So, aber das war immer noch der Punkt, den du Goretzka geben konntest. So, das war der Punkt, weil das kann Pavlovic nicht so gut, obwohl er's schon auch zwischendurch macht. Ja, Tom Bischof können wir noch nicht beurteilen. Josh kann das nicht. Josh kann mal aus der zweiten Reihe, ja, da ist er gut im Rückraum. Ja, aber das siehst du die Saison doch auch nicht, dass 'n Leon in die Box geht
und da ansatzweise mal gefährlich wird. I don't know, ganz komisch. Erfahrung ist halt ganz klar entscheidend. Wichtige Querpässe und Spiel langsam machen, wenn es schnell sein muss, ja. Ja, ist halt so. Aber wie gesagt, du hast das Spiel 5:0 gewonnen, ne? Können wir uns aufregen, wie wir wollen. Argumente haben wir da nicht. Letztens hat jemand gesagt, dass Sané zu Unrecht nicht mehr bei Bayern spielt und er doch besser sei wie ein Ulisse. Junge, da brauchst du gar nicht weiterreden. Den brauchst du gar nicht ernst nehmen, den Typen, der das gesagt hat. Der in wichtigen Spielen immer seine Leistung gezeigt hat. Ich habe etwas schmunzeln müssen. Etwas nur? Ich hätte einen Lachanfall gekriegt, Alter. Ja, vor allen Dingen ist Pavlo ein Spieler. Der große Unterschied von Kimmich, Goretzka zu Pavlo und auch Bischof ist ganz einfach. Beide Spieler können A, den Ball annehmen, auch wenn sie angelaufen werden von 2 oder 3 Spielern, sind dann aber auch in der Lage, nicht auf dem Level eines Thiagos, aber Thiago ist das beste Beispiel, ja, mal eine Körpertäuschung zu machen, mal einen Haken zu schlagen, einfach mal einen Gegenspieler ins Leere laufen zu lassen, Raum vor sich zu haben und einen Ball zu spielen. Das kann ein Kimmich nicht, das kann ein Goretzka schon gar nicht, ja? Selbst Josh hat ja diese Saison zweimal so eine Aktion gehabt. Ich weiß nicht, ob er sich das von Pavlo abgeguckt hat. Hut ab dafür, ja. Habe ich gesehen, die Weiterentwicklung bei Josh diese Saison. So, das ist doch der Faktor. Und das brauchen wir in der Zentrale. Ja, ist recht, wenn kein Musiala auf dem Feld ist, der das als Achter, der es als Zehner sonst macht, sich fallen lässt auf die Achterposi, sich den Ball abholt. Ja, das haben wir ja nicht. Sondern fällt das natürlich ein bisschen mehr auf. Das fällt natürlich nicht auf, wenn Harry Kane auf dem Feld ist, weil das dann Harry Kane macht. Wilde Nummer, ey. Wilde Nummer. Ah. So, zu viel aufgeregt, ne? Der Uli hat den Strom abgestellt. Ja, keine Ahnung, Sicherung. FI ist geflogen. Wilde Nummer, ey. Genug Goretzka geraged heute. Ich sage nichts mehr zu Leon, ist schlechtes Ohren. Leon, Top-Spieler. Ganz wichtig. Unbedingt Vertrag verlängern für 17 Millionen. Erfahrung zählt, wie es der Olli schreibt. Ach, Leute, ey, wild. Für mich fällt das alles unter Team oder Star-Management von Kompanie. Ja, das ist ja auch, was ich sagte, ne? Kompanie macht das schon richtig. Du kannst natürlich so einem Tom Bischof eher vermitteln, ey Junge, du bist in deiner ersten Saison beim FC Bayern, du bist, was weiß ich, 20, 21, halt mal 'n Ball flach, als wie, dass du 'n Leon Goretzka vermittelst, der seit 10 Jahren da ist, was weiß ich was, so, ne? Ist schon alles richtig. Wie gesagt, die Ergebnisse stimmen doch auch. Ist ja der Fußball stimmt, die Art und Weise stimmt, aber nichtsdestotrotz, da es halt grade Spieler sind, wo die Verträge auslaufen, denke ich, muss man da auch mal klare Kante zeigen und ja, du musst die Verträge nicht verlängern. Du hast die Nachfolger schon bereits im Team so, ne? Feierabend. Erst recht, da wir uns ja da hinstellen und einen erzählen, wir müssen Kosten einsparen. Dann kannst du 17 Millionen für Leon und 17 Millionen für Serge easy einsparen. So. Dann kannst du auch easy 'n Upamecano 5 mehr geben und alles ist fein. So, ganz einfache Kiste. Das ist mein Take. Wenn wir schon von Mittelfeldspielern reden, Javi Fernandes hat endlich wieder nach seiner Verletzung mit den Profis trainiert. Sehe den noch vor Winston Mike als unser talentiertes Talent gerade. Wie hieß denn? Ich vergesse immer den Namen, ey. Zur Vorbereitung. Da war noch so eine Kanone im zentralen Mittelfeld. Ich komme auf den Namen gerade nicht. Müsste ich nachgucken. Ja, ist ja auch nicht so wichtig. Also ich denke, auch da haben wir Nachwuchs haben wir eh keine Sorgen. Ich habe jetzt das Routerkabel gezogen. Ey, der Uli hat kurz den Schalter umgelegt.
Ja, wir werden sehen, ob Schicht ist. Ja, ja. WhatsApp ging auch nicht. Alles tot hier. Ne, angeblich ist die Sicherung im Keller rausgesprungen. Weiß ich nicht, vielleicht die Heizung oder was weiß ich. Nicht meine Baustelle. Alles ist gut. Jackson ist aber als Cameback gescheitert oder liegt's daran, dass wir gerade ohne richtigen Neuner spielen? Ich weiß gar nicht, ja, war auch meine Frage, Blondie. Ich weiß gar nicht, ob man, den wirklich als ja, keine Ahnung. Ey, ich glaube, du könntest, egal welchen Stürmer du gerade verpflichtest, wie willst du den als Harry Kane Backup nehmen? So, der Mann bekleidet an einem schlechten Tag 2 Positionen, an einem guten Tag 4 Positionen, ja? Aber wenn er diese 4 Positionen bekleidet, ist er trotzdem immer noch vorne und macht die Hütten. So, also über was reden wir, ja? Ist vielleicht dann nicht, willst du das jetzt von einem Jackson verlangen? Ich denke nicht so. Ja, das ist halt einfach, also, das ist gerade, egal welchen Stürmer du verpflichten würdest, der kann nicht in diese Fußstapfen treten. Das ist 'n Ding nur Möglichkeit, ja. Ja, ich verstehe den Take so, worauf man hinaus will. 16 Millionen Leihgebühr ist natürlich eine Menge Kohle, ja. Dafür ist das ein bisschen wenig, was wir bisher gesehen haben. Da gehe ich mit, ja. Ist halt leider so. Aber ich glaube, er war ja auch nicht erste Wahl und ich glaube auch da, man hat so mehr das Gefühl, dass Jackson eher der Spielertyp ist, der auch ein bisschen Raum braucht so, ne? Der seine Schnelligkeit ausspielen kann im Eins gegen Eins. Ich meine, dass er 'n eiskalter, Knipser ist, hat er oft genug gezeigt. Wenn er die Chance dann hat, dann macht er sie auch. Ja, der fackelt da nicht rum oder sowas. Aber wir spielen halt auch eine andere Art Fußball, als dass wir, wie ich gerade schon sagte, wir stehen meistens 20, 25 Meter in der gegnerischen Hälfte, also ist das halt auch nicht so einfach für ihn wahrscheinlich, ne? Aber so schlecht ist es ja jetzt auch nicht, ne? Also, alles ist gut. Gerade wenn er dann zusammen mit Heavy auf dem Feld steht, dann geht's ja. Wenn Heavy sich fallen lässt, er vorne ist, ja. Ja, ja, ich denke auch, das hätte schlechter sein können. Aber wenn man halt die Ablöse oder die Leihgebühr sieht, ja. Aber so ist der Markt halt, ne? So ist der Markt gerade. Mm. Aber wir spielen ja mit Musiala auch nicht anders. So. Da werden wir ja nicht anders spielen. Also, ich glaube, der Jackson muss sich generell erst mal 'n bisschen umstellen, was er, finde ich, auch schon getan hat, ne? Ist ja teilweise schon auch bedacht darauf, 'n bisschen mehr im Kombinationsspiel da zu sein, was er am Anfang ja gar nicht war. Ist halt auch erst mal 'ne Umstellung, denke ich. Aber ja, noch mal, du kannst, als du kannst nicht, von irgend 'n Stürmer als Harry Kane Backup reden, das geht halt nicht, ja. Dann müsstest du Harry Kane klonen, Alter. Ist halt so. Und wenn Musiala wieder da ist, ja, das Spiel wird sich ja nicht ändern. Also, für mich ist Jackson 'n Spieler, was ich bisher gesehen habe, ist natürlich schwer zu beurteilen, weil wir noch nicht so viel gesehen haben, ist er schon 'n Spieler, der Raum braucht. Ja, kann Faktor werden, so definitiv, grade in K.O.-Spielen, ja, wenn's darum geht, so der Gegner kommt, du willst kontern. Ich glaube, dann ist Jackson natürlich als richtiger Neuner oder als schneller Neuner, aber Harry Kane ist das nicht, machen wir uns nichts vor. Harry Kane ist der, der den Konter einleitet, aber nicht der, der den Konter abschließt. Dafür ist Harry einfach nicht schnell genug. So, ja. Da könnte Jackson dann auf jeden Fall 'n Faktor werden. So, die Sache ist halt, wie oft hast du solche Spiele, ne? So, deswegen sieht das vielleicht 'n bisschen teilweise schwierig aus. Aber wenn er in der Pose ist und die Chancen kriegt, hat er ja gezeigt, dann macht er's auch, ne? Also, von daher ist schon okay, denke ich, ne? Das passt schon. Also, verpflichten wird man ihn nicht. Also, kann ich mir nicht vorstellen. Nicht für das Geld, also. Da wirst du wahrscheinlich andere Alternativen finden, die besser passen vielleicht. Aber wer weiß, mal die Rückrunde abwarten, ne?
Ist natürlich, wie es hier auch schon steht, so keine Vorbereitung mit der Mannschaft und so weiter, mal abwarten. Vielleicht verinnerlicht er das noch ein bisschen besser und macht einen Stepper oder so. Wir werden sehen, ne? Wir werden sehen. Mm. Ja, also wie gesagt, ich denke nicht, dass wir anders spielen, wenn Musiala wieder da ist. Gar nicht. So null. Verstehe das auch immer nicht, diese Aussagen, auch immer wieder diese Nachfragen auf den PKs. Ja, dass Harry Kane jetzt so viel anders spielt. Harry Kane hat letzte Saison genauso gespielt. Ja, vielleicht nicht so oft sich fallen gelassen, weil Musiala halt präsenter oder anders da war. Aber trotzdem hat er sich super oft fallen lassen und dann ist Musiala halt in die Spitze gegangen. Das war letzte Saison genauso zu sehen. Also, Musiala hat ja nicht umsonst so viele Tore gemacht. Ja. Und auch letzte Saison hat Harry Kane sich fallen lassen und hat Konter eingeleitet. Also, es wird uns mehr Kreativität in der Mitte geben, definitiv, was auch dringend benötigt wird. Also, das wird uns nochmal eine Stufe hochhieven wieder, weil wir haben ja gerade das Problem, wenn wir ehrlich sind. Ja, Serge hat es gut gemacht am Anfang, ja, in der Mitte, so keine Frage. Aber wir haben es gegen Stuttgart, war ja wieder das perfekte Beispiel. So, du stellst unser Außen zu und gut ist. Ja, Punkt. So, wenn du aber in der Mitte Musiala hast, ja, so, da kannst du ja schon mal mindestens 2 Leute für Musiala abstellen, ja. So, dann hast du noch 'n Harry Kane, der sich fallen lässt. Ja, dann kannst du nicht sagen: „Ey, wir doppeln oder dreifachen die Außen", ne? Das gibt uns viel mehr Möglichkeiten wieder, was wir aktuell nicht haben. Auch wenn Lennart Kahl auf der 10 spielt, alles ist gut. Der macht das ordentlich, ist viel in Bewegung und so weiter. Aber der ist ja kein Musiala, der den Ball auf 'ne Achterposition holt, ähm, 4, 5 Leute stehen lässt, den Raum mitnimmt und dann 'n Pass spielt oder den Pass spielt, dann in die Spitze geht, et ja? Also, das gibt uns noch mal 'n ganz anderes Level vorne, aber ganz anders und auch 'ne Riesenentlastung für die Außenbahnspieler, ja, die's trotzdem grade schon überragend machen, ne? Ja, das Ding ist ja auch bei Harry Kane, klassischer Neuner. Man hat das auch diese Saison gesehen. In den Spielen, wo er wirklich, die waren nicht viele, ja, aber es gab mal 'ne Halbzeit, wo der klassische Neuner war, dann hängt der Mann in der Luft, ja. Dann hängt der in der Luft, da ist ja nix dahinter. Ja, da kam ja nix. Also, Harry Kane ist ja, wir haben's gesehen gegen Stuttgart, ja, aus der Posi. Also, und auch das konnte Harry Kane schon immer, wenn er aus dieser tiefen, auch wo Musiala aufm Feld war, ja? Wenn Musiala in den Strafraum gegangen ist, hat 'n Spieler mitgenommen, dass Harry Kane aus'm Rückraum kam und aus 20, 25 Meter, 16, 18 Meter, der hat 'n Wahnsinnsschuss, ja? Also, das haben wir letzte Saison auch schon gesehen. Nicht so häufig, natürlich, weil's nicht so häufig nötig ist, wenn Musiala aufm Feld ist, das ist vollkommen richtig, aber wir haben's trotzdem oft genug gesehen. Und wie gesagt, das gibt uns noch mal viel mehr Spielraum wieder. Und da freuen wir uns schon drauf, denke ich. Ja, ich denke, Musiala ist jetzt wieder auf den Boden der Tatsachen gekommen. Ne, also ich hätte das auch nicht gedacht, dass wir den Ausfall so kompensieren. Auch, ja, ich stimme zu, Musiala war 'n bisschen abgehoben, zumindest aufm Feld kam's so rüber, ja, immer gleich auf 'n Boden geworfen und blä, blä, blä. Vorher, bevor die Vertragsverlängerung war, wenn Musiala mal angegangen wurde, gefoult wurde, hat er einfach weitergemacht. Hat den nicht interessiert. Und jetzt bei jeder kleinen Bewegung schmeißt er sich auf 'n Boden hier so: „Mäh, mäh, mäh, mäh. Was erlaubst du, mich zu faulen? Ich bin der große Musiala." Ja, so kommt er rüber. Vielleicht ist er jetzt wieder aufm Boden der Tatsachen und sieht mal, dass das nicht selbstverständlich ist, dass er überhaupt aufm Platz steht, ja? Wenn Musiala wieder so ist, wie er vorher war, wenn er da wieder hinkommt, ja, dann wird das noch mal 'n anderes Level vorne werden. Da brauchen wir uns keine Sorgen machen, Alter.
Aber ja, dass wir das so kompensieren, ist schon geisteskrank, wenn man ehrlich ist, ne? Ist schon wirklich wild. Und das ist wirklich mindestens 80% Harry Kane, Alter, dass wir das so kompensieren. Das muss man mal sagen. Der hat den größten Anteil daran. Mm, 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 mm. Kane passt einfach seinen Spielern sein Alter an. Ja, ich glaube, Harry Kane war noch nie der Schnellste, oder? Aber das ist ja auch nicht schlimm. Also, man sieht's ja, ne? Aber das ist ja, was ich sage, Harry Kane der kann noch 5 Jahre spielen, dann geht er 'ne Posi weiter nach hinten. Das ist kein Problem für ihn. Ja, der ist halt das ist Harry Kane kannst du halt nicht beschreiben, Alter. Der ist halt so viel, der Mann. Das war schon 'n Glücksgriff, muss man ganz klar sagen. Und jeden, Euro wert, ne? Oder jedes britische Pfund oder was auch immer. Mm, 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 mm. Was für Schwächen denn? Mm, 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 mm. Ja, aber Harry Kane wäre auf jeden Fall 'n besserer EIV wie Goretzka. Fehlende Tempo, ja. Wenn man über Schwächen reden will, dann wär's vielleicht das, ja. Aber wenn du dann siehst das siehst du ja auf der anderen Seite auch am Negativbeispiel Alphonso Davies. Du musst halt, Harry Kane, obwohl er viel, viel langsamer ist, musst du halt erst mal den Ball abnehmen, ne? So, der macht dich halt noch nass und spielt den Ball dann trotzdem noch, perfekt zum Mitspieler, ne? Geschwindigkeit ist halt nicht alles im Fußball. Und das siehst du sehr schön an Harry Kane als den langsameren Spieler, aber auch an Alphonso Davies, der das Negativbeispiel ist, weil auch der hat super Probleme gegen technisch starke Spieler, auch wenn die viel, viel langsamer sind wie er. Ich weiß, im heutigen Fußball ist immer alles Speed, 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 schnellster Spieler des Spiels und bla und Sülz. Ja. Und dann kommt so 'n Harry Kane und zeigt 'n Stinkefinger. Ah, doch, doch. Für mich sind das 80%. Wer ist denn in der Mitte? Wer ist denn in der Mitte, der da das Spiel macht? So, wir reden über den Ausfall von Musiala. Wir reden nicht über 'n Ausfall von weiß ich nicht. Also, dass 'n Michael auf der Außenseite, liefert, dass 'n Lucho auf der Außenseite liefert, völlig normal. Aber was haben die für 'n Anteil in der Zentrale? So, keinen. So, das ist der Punkt. Ja, wenn du das natürlich jetzt auf die Offensive beziehst, dann natürlich. So, ja, aber wer setzt die Spieler denn ein? Josh mit seinen Querpässen über 5 Metern? Leon? Ja. Ist halt sehr oft Harry Kane, wa? Ach, ja, wenn Michael mal ausfällt, dann ist das so. Dasselbe haben wir bei Jamal gedacht. So, ja, wenn er ausfällt, fällt er aus. Also, dann spielt da 'n Lennart Kahl und gut ist. Ja, fertig. So ist es. Das zeigt doch grade das Beispiel Jamal Musiala. Wer hätte also, das hätte doch keiner von uns gedacht. Wer hätte denn von uns gedacht, dass wir in der Offensive so agieren, wie wir agieren? Ohne 'n Jamal Musiala. Ja, wie's hier grade stand so. Du sitzt ja grade nicht vorm Fernseher und denkst dir so: „Ach scheiße, der Jamal ist nicht da.“ Ne. Ja, erst recht nicht, wo Serge noch geliefert hat. Ja, vielleicht liefert Serge ja morgen wieder, hoffentlich. Würde es ihm gönnen. So, du hast ja nicht ein Spiel gehabt in dieser Saison, wo du mal wirklich gesagt hast: „Jo, der Jamal hat echt gefehlt.“ Ja, dasselbe für Davies übrigens. Hast du nicht gehabt. So, und wer hätte das gedacht? Keiner von uns.
Aber, jeder, der das sagt, der lügt, ganz ehrlich. Da musst du schon, 'ne Glaskugel haben. Ist halt so. Hm, 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 hm. Ja, ist auch so. Ja, eben, du hast gar nicht dran gedacht, ne? Es gibt so 'n paar Spiele, wie jetzt gegen Stuttgart so, da hast du das gesehen, ja, aber es lag halt da auch daran, dass 'n Harry Kane halt nicht aufm Feld war. So, aber das ist ja, was ich sagte, deswegen hat Harry Kane 80% Anteil da in der Zentrale. So, ne? Wenn der auch nicht da ist, merkst du das. Direkt. Ja, dann ist die Mitte tot. Punkt. Ja, 'n Tacken weiter vorne, wenn dann mal so 'n Lennart Karl oder so 'n Olisse da sich das Herz nimmt und so weiter, klar, ja. Aber wirklich aus der Zentrale, ja, ist halt so. Mm, 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 mm. Ja, ist ja auch okay, ist ja auch, was ich sage. Aber du kannst das halt aus meiner Sicht kann man das halt nicht vergleichen. Du kannst 'n Musiala und 'n Harry Kane vergleichen, weil die beide sich aus dieser tiefen Position kommen. So, das macht 'n Lennart Kahl nicht, das macht 'n Michael Olisse nicht. Ja, das sind Zehner von der Zehnerposition. So. Aber 'n Harry Kane interpretiert die 10 ja nicht aus der Zehnerposition. Ja, auch wenn Guerrero auf der 10 ist, der macht's meistens auch aus der Zehnerposition. Und dann macht das auch gar nicht so schlecht, außer gegen Stuttgart, weil irgendwie, weiß ich nicht, hat das aus 'ner Achterposi versucht und das war 'ne Katastrophe. Ja, so, das sind alles Spieler, die machen das aus der Zehnerposi, ja? So, aber guck dir an, wo Harry Kane das Spiel anfängt, nämlich aus der Musiala-Position. Und das sind Spieler, du siehst das super häufig, das ist auf Höhe der Mittellinie, das ist hinter der Mittellinie. Da holen die sich die Bälle, da fangen die an, das Spiel aufzubauen. So, das macht kein Ulisse, das macht kein Lennart Kahl, das ist auch völlig fein, ne? Bei denen ist das 20 Meter weiter vorne, da sind die Granaten, so. Ja, das meinte ich mit dem wenn du die ganze Offensive, ja, da brauchen wir nicht reden, also, da hat 'n Olisse, grade Luis Diaz, da hat 'n Serge Gnabry, da haben alle ihren Anteil. Lennart Kahl, das ist ja auch völlig richtig. Das ging ja jetzt einzig und allein darum, den Musiala-Ersatz. So, und das hat 80% Harry Kane, weil der die Rolle 1:1 ausfüllt, wie's Musiala tut. Mm. Ne, alles gut, Brownie, wir verstehen uns da schon. Ich weiß schon, wie du das meinst. Ja, klar kann Karl 'n Olisse ersetzen von der Position her. Kann aber auch 'n Serge, weil dann ist er mit seinem besten Bro, weißt du? Also, Serge ist für mich am stärksten über die rechte Seite. Oder in der 10, da geht's auch noch, wenn er, sagen wir mal, auf die rechte Seite ausweicht. Weil, er und Kimmich wenn Serge aufm Platz ist, auf der rechten Seite, dann siehst du ganz, ganz oft diese komischen Chipbälle von Kimmich auf Serge. So, wenn Serge über die linke Seite kommt, siehst du die nicht. Ja, und das können die beiden, haben die 'n blindes Verständnis. Ähm, das ist dann schon gut auch, ja. Harry-Bashing. Äh, ja, natürlich war Helby blass, weil er platt war. Das ist doch, was ich sage. Da war 'n Conny blass, da war 'n Kimmich blass. Also, da brauchen wir ja nicht drüber reden, ne? Olise war auch blass. So, dann hat er ein gutes Spiel wieder gemacht, danach war er wieder blass. Ja, und das darf man auch nicht verschweigen. Der Einzige, der eigentlich konstant geliefert hat, war Luis Diaz. Ja, ist halt so. Aber es sind ja alle Menschen, ne? Wir sind ja auch alles Menschen, Alter. Sind halt immer noch keine Maschinen, ne? Da ist das halt normal. Ja, ja, die Nationalmannschaft fickt uns jedes Mal, ne? Ist halt so. Die fickt uns jedes Mal. Wie gesagt, wegen mir kannst du den Scheiß abschaffen. Mach das als Blog, habe ich schon 100-mal gesagt. Ich verstehe das nicht, was das soll. Ich finde halt einfach kein Argument dafür zu sagen: „Komm, wir unterbrechen sämtliche Ligen und machen jetzt 2
Wochen Nationalmannschaft mit 2 Spielen. Ich verstehe es nicht. Das Ganze 4-mal in der Saison oder sowas. Hä? Ich raff es nicht. Es geht in meinen Kopf nicht rein, wo da der Sinn ist. Ich sehe ihn nicht. Es ist doch viel, viel sinniger zu sagen: „Jo, wir ziehen den Ligabetrieb durch. Danach sind 4, 5, 6 Wochen Nationalmannschaft.“ Ist für die Nationalmannschaften besser, die haben 6 Wochen, die können was einstudieren, die können was trainieren, ja? Die hat alle Leute zur Verfügung, man kann 'n bisschen was ausprobieren. Die Leute sind konzentriert, da 6 Wochen und die ganze Scheiße wird nicht unterbrochen und du bist abhängig davon. Alphonso Davies verletzt sich bei der Nationalmannschaft, fällt 18.000 Monate aus. Ja. Ja, das kann dann während dieser 6 Wochen passieren. Ja, dann hast du aber auch Zeit zu reagieren, ne? Mitten in der Saison, wo keine Transferphasen aufhaben, gar nichts. Ja, im schlimmsten Fall verletzen sich 3 deiner Topstars bei irgend verfickten Freundschaftsspiel oder bei irgend Nations Cup Scheiß, was keine Sau interessiert, Alter. Und du stehst da wie so 'n Otto, ne? Also, es gibt keine Dinge, wo ich sage: „Ja, macht total Sinn, dass das immer mitten in der Saison ist und wir alles unterbrechen und dann 2 Länderspiele machen.“ Hä? Ja? Allein der Reisestress teilweise. So 'n hier Luis Diaz, der, was weiß ich, 12 Stunden im Flugzeug sitzt und Alphonso Davies dasselbe. Hä? Wo ist der Sinn? Wo ist der Sinn? Die Leute, die Nationalmannschaft interessiert, ja, die gucken sich dann auch die 6 Wochen da, die 12 Länderspiele, die's dann sind, an. Und die's nicht interessiert, gucken's nicht. Ja, ich gucke es jetzt auch nicht. Völlig sinnbefreit. Völlig sinnbefreit. Es gibt keinen plausiblen Grund, diese Scheiße so weiterzuführen. Mann, 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 Mann. Ja, ja, das weiß ich, das habe ich auch gelesen. Ist halt Banane, Alter. Komplett Banane. Ja, das ist ja okay, das weißt du ja, wenn du solche Spieler, in deinen Reihen hast. Sollen sie ja auch spielen. So, das ist für ihr Land, ey, alles ist gut, ne? Also, da habe ich ja gar kein Problem mit, aber wie gesagt, hey, und vor allen Dingen, dann sind das Qualifikationsspiele in Gruppen. Jetzt mal ernsthaft, das kannst du dir doch sparen, diese Scheiße, Alter. Ey, ich weiß nicht, soll ich's mal aufmachen? Ich habe keine Ahnung. Ich würde behaupten, von allen Qualifikationsgruppen kannst du, bevor die Qualifikation losgeht, 90, wenn nicht 95% sagen, welche Mannschaften weiterkommen. Das ist wie Champions League damals. Ja, das ist wie Champions League Vorrunde. Das war auch immer klar, welche Mannschaften weiterkommen. Das ist 1:1 derselbe Bums. Das wird nur gespielt wegen Geldmacherei, wegen nix anderem. Wegen nix anderem. Deswegen gibt's noch 'n Nations Cup. Weil die Freundschaftsspiele waren die Stadien leer. Ja, dann machen wir Nations Cup. Gibt den Pokal zu gewinnen, dann kommen die Leute wieder ins Stadion oder was? Katastrophe, kannst du keinem erzählen, ey. I don't know. Ich weiß auch nicht, warum die sich so dagegen sperren, so die Verantwortlichen. Keine Ahnung. Vielleicht geht's ja um TV-Gelder oder was. Vielleicht ist mehr während der Saison, wird da einfach mehr gezahlt oder was weiß ich. Keine Ahnung. Erst zu Frizoa. Wegen mir brauchst du beide Verträge nicht verlängern, ne. Haben wir grade schon durchdiskutiert. Hm, hm, hm. Ja, natürlich. Ja. Wie gesagt, ich bin immer noch kein Freund davon, dass das alles in einer Tabelle ist. Das finde ich albern. Du hättest halt auch sagen können, wir machen 4 Neuner-Gruppen, ja. Dann hast du auch 8 Spiele ohne Hin und Rückspiel und gut ist. So, dann hast du, ja, weiß ich nicht, macht der Kopf einfach nicht ganz so mit. Natürlich ist das viel interessanter. Ja, viel, viel interessanter. Das ist ja, was ich sage, das ist halt in so 'ner WM-Quali oder EM-Quali nichts anderes. Nichts anderes.
Ja, dann habe ich jetzt gelesen, bei der WM, Alter, ich bin vom Glauben abgefallen. Ich bin vom Glauben abgefallen. Bei der WM, wo wir ja die Killergruppe bekommen haben mit Ecuador, Elfenbeinküste und weiß ich schon gar nicht mehr. Kannst dir gar nicht ausdenken. Du kannst in so einer Vierergruppe als Dritter weiterkommen. Als Dritter. Es gibt ein Sechzehntelfinale. Kannst du dir nicht ausdenken, Alter. Kannst dir nicht ausdenken. Kannst du dir nicht ausdenken. Wen interessiert das denn noch? Jetzt mal ernsthaft, wen interessiert denn diese Rotze? Wer guckt sich das an? Ja, man guckt sich das vielleicht an, wenn du so bist wie ich, so um mal über den Tellerrand zu schauen. Ja, so um mal ein bisschen anderen Fußball zu sehen. Aber ansonsten, Junge, das ist alles so verwässert. Du kannst ab dem Achtelfinale kannst dann einschalten. Da kannst du dir dann Fußball angucken. Junge, das heißt, du gewinnst ein Spiel hoch in dieser Vierergruppe. Ein bisschen weiter. Das sollte für den dritten Platz reichen. Kannst die anderen beiden Spiele verlieren. Ich weiß nicht, ob alle Dritten weiterkommen, aber musst du dir mal reintun. Du kannst als Tabellendritter weiterkommen, also in der Vierergruppe. Fällt dir nichts so ein, ey. Fällt dir nichts so ein. Nee, aber so, das Champions League-Format ist viel, viel besser, ne? Viel, viel besser. Viel, viel interessanter. Siehst du ja allein an unseren Spielen. So. Hast halt nicht dieses langweilige, ja, alle 2 Jahre hast du entweder Barcelona Hin- und Rückspiel gehabt. Vor allem hast du ja auch dann immer die gleichen Gegner gehabt in deiner Gruppe. Ja, ist jetzt viel, viel interessanter. Viel, viel interessanter. Nur einer der besten 8 Gruppendritten. Ja, musst du dir aber mal reintun. In 'ner Vierergruppe. In 'ner Vierergruppe. Alter. In 'ne Vierergruppe. Junge. Fällt mir nicht so ein. Nur einer der besten 8 Gruppendritten. Wie soll das denn funktionieren? Also, es gibt 8 Vierergruppen oder was? 16. Finale heißt 12 Gruppen. Wild. Na ja, wer weiß. Ich werde auf jeden Fall reingucken. Turnier gucke ich mir immer ganz gern an. Ja, wild. Wild, wild, wild. Wild, wild, wild. Bin gespannt. Also EM war ziemlich cool, muss ich sagen. Habe ich guten Fußball gesehen. WM ist natürlich ein bisschen interessanter, weil du einfach noch mal andere Arten von Fußball siehst. Deswegen war die Club-WM ja auch ganz interessant, fand ich. Ey, ich freu mich auch immer auf eine WM, EM zum Anglotzen. Ja, jetzt nicht aus deutscher Sicht. Wie gesagt, das ist mir da bin ich lange von weg irgendwie. Aber ansonsten freue ich mich für alle Bayern-Spieler, auch für die deutschen Spieler, wenn die da irgendwie weiterkommen sollten. Aber genauso für Harry Kane, Alter, wenn der was reißt. Für jeden Bayern-Spieler, so egal welche Nation, ne? Und ich gucke das auch gerne. 100%. Mir geht es eigentlich nur um diese Qualifikationsscheiße. Das ist halt Schwachsinn, Alter. So, die Teilnehmer stehen vorher fest. So, du glaubst doch nicht ernsthaft, dass eine Qualifikation darauf ausgelegt ist, dass sich eine der großen Nationen nicht qualifiziert. Ja, das war doch in der Champions League auch immer so.
So, die Champions League Vorrunde war darauf ausgelegt, dass sich alle großen Mannschaften qualifizieren, weil da natürlich dadurch die geilen Spiele kommen, dadurch die Fernsehgelder kommen. Dasselbe ist bei einer EM und WM genauso. Du spielst irgendwelche Qualifikationen gegen Färöerinseln, Liechtenstein und hast du nicht gesehen, Luxemburg. Alter, jetzt mal ernsthaft. Was ist denn nicht richtig mit den Leuten? Hä? Das ist so, als würden wir, keine Ahnung, wir spielen gegen Dritt- und Viertligisten, Alter. Hä, was soll das denn? Wen interessiert das denn? Völliger Dummfick, Alter. Mann, Mann, Mann. Ja, Italien, wow. Wow. Deswegen müssen wir 'ne Quali spielen, ja? Die Franzosen waren auch mal zweimal nicht dabei. Deswegen müssen wir 'ne Quali spielen oder was? Weil irgendwann mal eine große Nation strauchelt oder was? Ja, hast du in der Champions League auch immer gehabt, dass eine große Mannschaft in der Vorrunde gestrauchelt ist, weil sie 'ne starke Gruppe hatte. Aber wie viele Qualifikationsgruppen gibt es denn? Dann hast du eine starke Gruppe, wo halt mal 3 große Nationen drin sind. Dann war es früher so, dass nur die Ersten weiterkamen und die Zweiten irgendwie Playoff spielen oder so. Wow. Dafür musst du dann aber, was weiß ich, 4, 5, 6 Gruppen machen, 8 Mannschaften, 16 Spiele, bla Sülz oder was? Hör mir auf, Alter. Dass die ganzen, Krüppelnationen da gegeneinander spielen, die eh keine Sau interessiert, Alter, die Fußball als Hobby spielen, ist doch alles schön. Ja, dann können die da die letzten 4, 5 Teilnehmer ausspielen und alles ist gut, ey. Mein Gott, Junge. Die Spiele interessiert doch auch keine Sau, Alter. Wen interessieren denn die Spiele? Wen interessieren denn noch die deutsche Nationalmannschaft, wenn die gegen Luxemburg spielt? Ja, die Hater, die sich das angucken und sagen: guck mal, der Florian Wirtz, kann in der Nationalmannschaft auch nicht. Guck mal, der Kimmich.“ Ja, die gucken die Spiele, Alter. Das kann mir doch keiner erzählen, der guten Fußball sehen will, der sich 'n Spiel anguckt, deutsche Nationalmannschaft gegen Luxemburg. Ja, deutsche Nationalmannschaft gegen Serbien ist ja schon grenzwertig, Alter. Junge, Katastrophe. Mann, Mann, Mann. Ja, Relegation ist ein schwieriges Dingen halt. Kannst du halt so nicht sagen. Ja, gut, zuletzt hatten wir oft Traditionsvereine in der Relegation. Das stimmt schon. Relegation ist auf jeden Fall immer 'n Vorteil für den Erstligisten. Punkt. Kannst du drehen und wenden, wie du willst. Ob da jetzt der Erstligist Heidenheim heißt oder ob der Erstligist Köln heißt. Wegen mir brauchst du auch keine Relegation. 3 absteigen, 3 aufsteigen, Feierabend. Aber ja, Relegation kann man drüber streiten. Ist Geschmackssache irgendwo, ne? Aber ich finde es halt auch albern, ich finde es halt auch albern, so diese, ich weiß nicht, ist das in Österreich nicht auch so, wo du dann noch, oder jetzt auch in der Major League Soccer, ey, du lieferst eine ganze Saison über, du machst 40 Spiele, bist Tabellenerster, musst dann aber ein Playoff spielen, um einen Titel zu gewinnen. Ja, und dasselbe ist mit dem Abstieg. Wenn du in 34 Spieltagen Drittletzter wirst und irgendwie 20 Punkte erspielt hast und umgekehrt in der zweiten Liga, ja, mit einem Punkt, ein Tor, 2 Toren Unterschied Dritter wirst anstatt Zweiter und du musst dann in 2 Spielen, entscheidet sich deine ganze Saison. Ja, das hat ja nichts mit Gerechtigkeit zu tun, oder? So gar nicht, ja. Wenn du vorher in 34 Spielen überzeugt hast und du wirst Dritter, ja, dann hast du aufzusteigen. Genauso hast du abzusteigen, wenn du in 34 Spieltagen nicht genug Punkte gesammelt hast. Punkt. Ja, sonst können wir das ja auch bald so machen. Dann machen wir, keine 18 Mannschaften. Dann machen wir 4 Fünfergruppen, ne? Dann spielen wir erst mal die durch. Dann spielt 1 gegen 2 und 2 gegen 1 und dann machen wir ein Halbfinale, ein Viertelfinale, ein Finale und dann sind wir Deutscher Meister. Ja, dann können wir so eine Scheiße machen. Oder wie in Österreich oder Schweiz, wo die Liga dann geteilt wird und die unteren 8 spielen die Absteiger aus, die oberen 8 den Meister und hast du nicht gesehen. Ja, keine Ahnung. Also, das bin ich persönlich kein Freund von.
Aber das ist halt Geschmackssache, ne? Keiner sagt: „Hö, guck mal, der Kimmich.“ Ja, gibt's genug, ey. Mm, 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 mm. Ja, aber warum ist das gerecht, dass nur die ersten beiden aufsteigen? Wenn du es dann gerecht machst, dann kannst du auch sagen, es wird ja auch nur der erste Meister, es werden ja nicht die ersten 2 Meister. Ja, dann kannst du sagen, der Meister steigt auf, der Letzte steigt ab. Ja, so. Ja, aber dann hast du das Problem, dass du keine Ahnung, dass sich Mannschaften in den Ligen halten, die da eigentlich nichts zu suchen haben. Ist halt alles schwierig. Wer weiß, wie lange wir das überhaupt noch sehen. Vielleicht wird es irgendwann so sein, dass du gar keine Auf und Absteiger mehr hast. Wie in anderen Ligen. Da musst du dich einkaufen, damit du in der ersten Bundesliga spielen darfst. Aber da wir ja 'ne gute Fanszene noch haben in Deutschland, wird das schwer umzusetzen sein, solche Sachen. So, und ich mache jetzt Feierabend. Ich habe Schmacht und muss noch was daddeln. Verpflichtungen der Frau gegenüber. Ungerechter finde ich es, wenn aus den Regionalligen nicht jeder Meister in der Liga. Ja, das ist die größte Krux. Ja, das Thema können wir auch noch mal aufmachen auf jeden Fall in einem der nächsten Streams. Das ist die absolute Lächerlichkeit, dass du als Meister nicht aufsteigst, dass du dann wirklich Playoff spielen musst. Das ist 'ne absolute Katastrophe. Schieb es mal auf mich, mache ich. Leute, ich wünsche euch 'n schönen Abend. Ähm, hoffentlich morgen, 'n Sieg, ne? 'N gutes Spiel hoffentlich. Haut rein. Bis nächste Woche Montag noch mal, ne? Live. Ansonsten natürlich auf YouTube, Leute, ihr wisst's. Gut. Tschüssi.